Ja, grüß euch benannt. Und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Ja, ich hoffe, ihr habt alle bei Serial reingeschaut und habt euch unseren kleinen Plausch am Vatertag gegönnt. Das hat sehr viel Spaß zum Aufnehmen gemacht. Also wirklich richtig viel Spaß. Wir haben da noch so einen kleinen Ausschnitt gemacht, da haben wir noch ein bisschen Zeit gespart, weil da wollte ich eigentlich drauf reagieren. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ihr könnt es euch gerne noch bei Serial anschauen. Er ist auf dem V4-Kanal hochgeladen. Und ich glaube, runde 2 Stunden waren wir da dran. Was ist passiert? Ja, keine Ahnung, das Übliche in letzter Zeit. Oder es ist fürchterlich anstrengend, diese TikTok-Staffel. Ich frage mich, wann jetzt endlich wieder auf YouNow gestreamt wird. Ich meine, eine neue Schanze im Back hat er ja schon, auch wenn die natürlich gegen die Originalschanze nicht anstinken kann. Die großartigen YouNow-Streams aus der Originalschanze sind leider ein Ding der Vergangenheit. Aber wir werden sehen. Ich glaube, auf YouNow kommt halt jetzt erstmal nichts, weil er selber gecheckt hat, dass auf YouNow gerade keine Kohlen zu holen sind. Vor allem, weil hast du ja viel höhere Fluktuation bei TikTok. Ja. Das spült dir ja jeden Tag neue Trottel in den Feed, denen er dann wieder die ganze Schallplattensammlung vorspielen kann. Google mal Drachenlord etc. Scusi. Ich habe diesen Teil mir hier rausgesucht, so den letzten Teil von seinem Streamen. Von gestern, vom 20.05. oder wenn ihr das jetzt heute seht, ist es vorgestern schon. Und ich habe bei einigen Kollegen gelesen, dass da gestanden ist. Meltdown, weint im Stream. Und dann haben wir gedacht, okay, ich will das sehen, aber ich will da auch hundertprozentig drauf reagieren. Deswegen hocke ich mir jetzt halt nur mitten in der Nacht dahin und nehme das für euch durch. Dieses hoffentlich köstliche Met, damit ich es mir dann bei meinen Kollegen danach nochmal anschauen kann, ohne mich zu spoilern und praktisch, damit ich hier, Rainer sagen würde, blind da reingehen kann. Genau, so sind wir. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer auch Zeichera, Samamera, reißt Zeicher Häube auf. Mir ging einer in Rainer. Schnaufen. Schön. Richtig gut. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier, wir sind hier bei der Eule gegen Mobbing im letzten Drittel von diesem Stream. Ich habe mal sagen lassen, davor waren bloß irgendwelche Lappen da drin. Und wie gesagt, wenn er irgendwelche Gäste da hat, ist mir oft, das ist mir oft zu blöd. Also ganz ehrlich, weil er reicht, seine Dummheit vollkommen ausreichen. Mehr brauche ich gar nicht. Mehr backe ich ja gar nicht, glaube ich. Was war los? Da wurde im Hintergrund rechtsradikales Zeug rumgeschrien. Das war mir dann zu gefällig, deswegen bin Was ist jetzt passiert? Das Video läuft weiter? Er hat was über rechtsradikales Zeug gelabert, was geschrieben wird? war doch ein cooler Typ. Ich fand das auch in Ordnung so. Außer dass das ganze Zeug im Hintergrund, was vorgelesen wurde, das war natürlich keine so gute Sache. Hast alles richtig gemacht. Naja, ich habe es zumindest versucht, aber ihr habt die ganze Zeit gemeint, ich soll rausgehen, ich soll rausgehen. Und Rudi, du hast auch gesagt, ich soll rausgehen. Wisst ihr, versteht, ihr müsst es verstehen, so, wenn ihr sowas schreibt, wollt ihr mal wissen, was das mit mir macht, wenn ihr sowas schreibt? Nein, Rainer, ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Also, Rainer, wenn es einen Menschen gibt, dessen Gefühle mir geschmeidig am Arsch vorbeigehen auf diesem Planeten, dann bist es du. Genauso wie dir alle anderen Menschen auf dem Planeten am Arsch vorbeigehen, gehst du mir am Arsch vorbei. Ob du dich fühlst oder nicht. Ähm, ihr schreibt zu mir, es nervt. Ihr wollt, dass wir Matches machen und dann schreibt ihr, das nervt.
Rainer, niemals hat irgendjemand gesagt, dass mehr Matches gemacht werden sollen. Vielleicht irgendwelche komischen Hater, die dir hier 5 Euro im Monat außerschmeißen, damit sie dich hier tanzen lassen können. Aber ansonsten, nein. Ganz ehrlich, derjenige, der Matches machen will, weil es richtig Cash in die Tasche gibt, wegen die Barne, das bist wieder du. Weil du gemerkt hast, ja, hier Matches müssen gemacht werden. Und du möchtest jetzt in irgendwelche Ranglisten, hast ja schon seit Monaten gemeint, dass du das dann wieder auf Ranglisten mit den Matches anlegst. Ja, ein Riesenkrampf. Ja. Dein Ding ist, du hast gemerkt, mit diesen Matches, da lassen sie Barne verdienen. Das Prinzip, wie die funktionieren, hast du anscheinend immer noch nicht richtig verstanden. Und dementsprechend müssen jetzt Matches her. Und wenn deine Community nicht dergleichen tut und dich hier pusht, dann wärst nett. Weil er natürlich glaubt hat, ja, er ist der große Drachenlord. Bei YouNow war er ja immer irgendwie einer von den Top-Streamern und sonst das. Und jetzt versucht er schon seit Monaten irgendwie oder seit Wochen diese Matches-Scheiße irgendwie an den Start zu bringen. Denkt, wenn er jetzt da der Top-Match-Drullo ist von Idiotenheim TikTok, dass dann richtig, richtig satt die Barren reinrollen. Und dass er dann bald, ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower hat und dann einmal 5-Minuten-Match praktisch an Tausender verdient. Und dann muss er praktisch bloß nur in der Woche einmal 5 Minuten ein Match machen und dann geht's da hier. Oder er macht halt dann mehrere und dann ist er endlich der große Internetstar mit den Hunderttausende von Euro im Jahr. Es ist doch wieder lächerlich. Das macht für mich in meinem Kopf, setzt mir das einen Psychokollaps rein und sagt zu mir, okay, wir können keine Matches machen. Und das setzt dann in meinem Kopf irgendwas fest. Ja, das setzt da fest, weil du denkst, ja scheiße, wenn die jetzt nicht wollen, dass sie Matches macht, dann kann er nicht so viele Barren verdienen. Dann muss er wieder diese langen Pflichtstunden-Streams machen, wo ich mich hinhocke und dann für ein paar Euro in der Stunde, ich glaube, aber ich sehe es dann immer, da ist er schon gut bei 30 Euro oder sowas, die er in der Stunde macht, von dem, also was er von TikTok überwiesen kriegt. Für das, was er da tut. Alter, das kannst du alles nicht mehr ausdenken. Aber sogar das ist ihm zu viel Arbeit. Und wenn ihm die Leute sagen, sie wollen keine Matches sehen, denkt er sich, scheiße, dann muss ich den langen Scheißdreck machen. Dann muss ich echt eine Stunde oder eineinhalb da hier hocken, mehrmals am Tag und da umeinander betteln. Das ist ja harte Arbeit, etc. Mag ein Ra nicht die harte Arbeit, etc. Deswegen geht ihm das auf die Eier, wenn die Leute nicht wollen, dass er matcht. Und darauf kriege ich dann einen... Und das sorgt dann in meinem Kopf dafür, dass ich eine Trotzreaktion mache. Und wenn ich eine Trotzreaktion mache, dann gehe ich her und mache den ganzen Stream aus auf einen Schlag. Ja, Rainer, weil du dich wie ein 5-Jähriger verhältst. Es ist dann nicht auszuhalten. Es ist doch nicht auszuhalten. Rainer, du bist 33 Jahre alt. Komm mal klar. Du hockst die da hin, wenn die was sagen, was ich nicht mag, dann kriege ich eine Trotzreaktion. Und dann gehe ich halt raus aus dem Stream. Ihr müsst mich verarschen eigentlich. Verhalte ihr mal wie ein Erwachsener. Ist mir schon klar, warum du nie einen Job länger wie eine Woche halten hast können. Ja, wenn der Chef sagt, mach die und die Arbeit und ich hab da aber keine Lust, dann kriege ich eine Trotzreaktion. Ja, freilich schmeißen sie dann überall hinaus. Dann kicke ich auf einen Schlag den ganzen Stream und schalte den ganzen Stream aus. Ja, das ist sehr erwachsen, Rainer. Und du hast mich auf deinem Hauptaccount gebannt. Wenn du Oger heißt, wundert mich das nicht. Abgesehen davon, ich habe keinen Hauptaccount. Alter, das ist auch Leute, die hier Oger heißen oder sowas. Oder ein Rudi mit reinbauen. Das offensichtlich Hater sind. Die haben da die 5 Euro hinten nachschmeißen. Der hat ihm jetzt schon 10 Euro hinten nachgeschmissen, weil er offensichtlich beim anderen Account auch schon ein Abo nachgelassen hat. Ey, was soll die Scheiße? Leute, hört's auf mit dem Mist. Hört's doch auf mit dem Mist. Das ist es doch nicht wert. Jetzt zahlt da 5 Euro dafür, dass ihr mit einem edgigen Namen wie Oger da reinkommt, ihm einen dummen Kommentar druckt, dann werdet ihr gebannt. Fertig. Ihm ist es wurscht. Für ihn gibt's wieder Dreckfressi. Das fehlt mein Hauptaccount. Was ist das gewesen? Okay, Du hast den scheiß Filter geändert, weil du den weißen Rand nicht mehr haben wolltest, sondern den schwarzen.
Und deswegen hat sie das Bild irgendwie resettet. Passt auf, in meinem Kopf setzt sich fest, wenn ihr sagt, wir wollen Matches machen, und dann machen wir Matches. Und dann kommt ihr damit daher und sagt, ja, aber die Matches, die wir machen, die passen euch nicht, die gefallen euch nicht. Und das setzt dann in meinem Kopf folgendes fest. Es setzt fest, ihr habt kein Interesse an dem Match, ihr wollt kein Match. Sorgt für mich dafür, dass ihr sagt, Entschuldigung, sorgt in meinem Kopf dafür, dass ihr sagt, nee, wir wollen kein Match. Und dann heißt es für mich, okay, dann schmeißen wir die ganze Scheiße hin. Ja, auch das wieder eine sehr erwachsene Reaktion. Einer, wenn die Leute angeblich verlangen, dass du Matches machst und du machst dann Matches und die sagen dir, so wie du die machst, ist scheiße, mach das bitte anders. Dann hast du gefälligst deinen Content anzugleichen nach dem, was die Leute wollen. Du bist nämlich als Content Creator ein Dienstleister, mehr oder weniger. Die Dienstleistung, die du erbringst, ist Unterhaltung. So. Und wenn deine Unterhaltung aber für einen Arsch ist und du tatsächlich eine Community hast, die dir sagt, das ist scheiße, mach das bitte so oder so, hast du sogar noch einen riesengroßen Vorteil. Die Leute könnten auch einfach wegbleiben und du wüsstest nicht, was du falsch gemacht hast. Die Leute sagen dir, was du falsch machst und was machst du? Anstatt dass du deinen Content anpasst und du sagst, okay, einwandfrei, das habe ich jetzt so scheiße gemacht, jetzt muss ich das da und da ändern, dann wäre es besser. Sagst du, na, ich kriege eine Trotzreaktion, dann machen wir halt gar nichts mehr. Sehr erwachsen, Rainer, sehr erwachsen. Wenn ich, keine Ahnung, eine Brotzeitbredel auf der Berghütten bestelle und die legen mir da eine Bredel mit einer Scheibe Brot und einem Hundshaufen hier und die sagen, Moment einmal, das will ich nicht fressen, das ist scheiße. Und die sagen, ja, dann mache ich halt einen Laden zu. Das ist dasselbe Prinzip. Da passiert bei mir im Kopf nämlich eine Trotzreaktion. Ja, wir haben es begriffen, du hast eine Trotzreaktion, weil du ein trotziges Kleinkind bist, weiter im Text. Weil ich möchte euch nicht auf den Piss gehen. Ne? Ja, genau. Ich möchte nicht auf die Nerven gehen. Ja, wenn du mir nicht auf die Nerven gehen willst, dann lösch deine Internetpräsenz und verpiss dich aus der Öffentlichkeit. Aber der Typ hat dich doch auch genervt. Der Typ hat mich überhaupt nicht genervt. So läuft ein Match normalerweise ab, Ezio. Da ist der Ezio. Und er hat sie so geschrieben, dass er es nicht checkt, der Rainer. Oh, Leute. Aber auch das wieder offensichtlich so einer. Wieder Kohlen da gelassen für ihn. Macht's das doch nicht, auch wenn das jetzt funny ist, Ezio, Alter, du Hurensohn, oder? So läuft ein Match normalerweise ab. Das ist die normale Funktion. Das war ein Zitat im Übrigen. Ja, ich habe nicht diesen Ezio als Hurensohn bezeichnet, sondern das war ein Zitat vom Rainer, als er Ezio ihr Ding gespielt hat. Nicht, dass man da schon wieder irgendeiner an die Karre pissen will wegen Internetmobbing oder so ein Schmarrn. Das Match gewesen. Ganz normal. Ich hätte normalerweise auch viel mehr sagen müssen. Ja, los, haut raus, haut raus, haut raus. Pass auf, ihr wollt auch, dass wir Matches machen, wo wir mehr verdienen, aber wir gewinnen ja noch nicht. Nein, Rainer, du willst Matches machen, wo du mehr verdienst. Die meisten Leute, die sich diese Scheiße gerade anschauen wollen, dass du weniger verdienst. Mal so ein Match. Wisst ihr das, was ich meine? Der Typ hat 200, 300 Leute drin gehabt in seinem Stream. Ja, 200, 300 Leute und da waren ein Großteil von den Leuten waren Hater. So, wir gewinnen ja noch nicht mal so ein Match. Wie wollt ihr dann eigentlich versuchen, dass wir in die Rankliste kommen? Gar nicht, Rainer, gar nicht. Und du hast in der Rankliste nämlich auch nichts verloren. Also, obwohl das wahrscheinlich eine Rankliste von traurigen Gestalten ist. Wenn wir nicht mal nicht mal so kleine Matches gewinnen, dann gewinnen wir Ranked Matches schon gar nicht. Wir gewinnen, Rainer. Du möchtest das gewinnen. Und natürlich gewinnst du keine Ranked Matches. Weil du nur Hater hast und weil du absolut kein Influencer bist. Ja. Das ist das Problem. Das ist das Problem daran. Versteht mich nicht falsch. Ich will euch nicht ausnutzen. Das war Ja, es ist wieder, das ist also, versteh mich nicht falsch, spielt in derselben Liga wie letzten Endes und Fakt ist, das sind immer Sachen, da kommt danach eine Lüge und dieses Mal ist eine richtig fette Lüge nachgemacht. Und zwar. Das ist das Problem daran. Versteht mich nicht falsch. Ich will euch nicht ausnutzen. Das
Versteht mich nicht falsch. Ich will euch nicht ausnutzen. Doch, einer, genau das willst du. Du willst diese Dullis, dass sie dir in den Matches die Barren hinten nachschmeißen. Und du willst praktisch eigentlich am besten keinen Gegenwert bringen. Die anderen Trottel, die das auf dieser Schmutzplattform machen, die versuchen ja wenigstens noch sich ein bisschen zum Obst zu machen. Ja, also da wird dann irgendwie, wenn sie dann einen Löffel Zimt oder sowas fressen und halber drunter sticken oder wenn sie verlieren. Da geht's ja wenigstens um was. Du möchtest da hier hocken, möchtest deine Schallplatten übers Mobbing-Opfer ablassen und mit Barne beschmissen werden. Und dann am besten damit, mit diesem Traum-Content, mit diesem absolut geilen, möchtest du nur in irgendwelche Ranglisten einziehen. Vollkommen fabelhafte Träume, die du da hast. Also jetzt mal ganz ehrlich. Im Fiebertraum kommen andere Leute nicht auf so eine Scheiße. Das war nie meine Intention, das ist auch nie mein Hintergrund gewesen. Aber ihr habt gesagt, wir wollen Matches machen. Aber bei Matches bin ich auf euch, ich bin vollkommen auf euch angewiesen, wenn wir ein Match machen. Nein, du bist da sonst vollkommen auf diese Leute angewiesen. Oder hast du in den letzten 10 Jahren irgendwann einmal Geld gekriegt, das nicht erbettelt war im Internet? Weil ich selbst kann für das Match gewinnen nur eins machen. Und zwar euch darum bitten, mehr zu spenden und mehr. Na, du könntest versuchen, einen Unterhaltungswert zu bieten. Nicht zu bitten, mehr zu spenden. Das ist genau der falsche Ansatz. Du unterhältst die Leute und deswegen spenden sie dir. Nicht, ich setze mich da rein, mache ein Match und fange an zu betteln. Und wer am besten betteln kann, der kriegt's. Mehr rauszuhauen. Und das ist für mich. Und noch dazu, die Leute, die bei sowas fürs mehr oder weniger nichts tun, sagen wir ja ehrlich, diese Matches ist ja so, 2 Dullis setzen sie dahin, einer bläder und kreisliger wie der andere und lassen sie um die Wette mit Geld beschmeißen und der einzige Faktor, der dann mit reinspielt, wer da gewinnt, ist Sympathie. Ja, wer ist der sympathischere von alle zwei? Und wenn du dich halt so verhältst, wie du dich verhältst, dass du da deine Leute permanent irgendwie anscheißt und wenn du sowieso nur deinen Abo-Chat da anhast und warum sollten dann die anderen Leute da irgendwas spenden? Also, ja, vollkommen Hanebüchen. Wenn du tust alles dafür, dass du so unsympathisch wie irgendwie möglich bist, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du keine Match-Rangliste erreichst, du Dulli. Nicht so die Sache, wisst ihr, ohne ein solches Match, ohne so etwas, gewinnen wir ein Match nicht. Ja? Ihr müsst da raushauen, sonst gewinnen wir das nicht. Und wenn wir das Match nicht gewinnen, dann habe ich eine richtige A-Karte. Ja, schön. Wenn du A-Karte hast, ist richtig gut. Ohne ein gewonnenes Match kommen wir da nicht vorwärts. Versteht ihr? Ohne gewonnenes Match keine Barne. Das will er sagen. Wir müssen da richtig zusammenhalten und dann müsst ihr für mich auch das raushauen. Ihr müsst das für mich raushauen. Weil diese Anspruchshaltung, ihr müsst, wir müssen das gewinnen, müsst ihr für mich zahlen. Unfassbar. Unfassbar. Ey. Weil ich kann das Match so nicht gewinnen. Alleine schaffe ich das Match nicht. So viel Geld habe ich leider. Pass auf, genau das ist das, was ich meine, Selina. Du musst ja alleine nicht 500.000 Euro raushauen. Alter, Leute, zu dem Zeitpunkt hat er schon 1,5 Stunden gestreamt, nicht? Hat aber bloß 1,83 Euro eingenommen. Das ist was. Das gefällt mir. Aber dieser Stundenlohn von 36,55 drunter, der gefällt mir wieder nicht. Das heißt, der hat da bei seinen Matches dann doch noch relativ abgesahnt, wahrscheinlich an die Tage davor. Das ist ja völliger Schwachsinn. Aber wir haben ja mehr als eine Person drin. Jetzt haben wir fast 1000 Leute im Stream. Und dann muss er. Wen meinst du denn mit wir gewinnen? Ja, das ist Bank China DLC. Ach Leute. Ja, natürlich ist es jetzt unterhaltsam, was die da neu schreiben. Aber dass die da überhaupt drin sind und Drachis sind da dass sie da schreiben dürfen, kompletter Shit. Lasst das bitte bleiben. Ja, allein durch die Abos kriegt er ein paar 100 Euro im Monat. Die paar 100 Euro, wenn er empfehlen, das tut ihm richtig weh. Das brennt ihm ein richtiges Loch in den Arsch. Ja, das sollte die Priorität Nummer uno sein. Nicht, dass man sich da mit einem lustigen Nickname neidert und 3-4 Mal was schreibt, was ihn ein bisschen triggert, bevor man gebannt wird. Das ist es doch nicht wert, Leute. Muss halt jeder ein bisschen mithelfen. Ihr wollt, dass wir die Matches machen, also müsst ihr mir auch helfen, die zu gewinnen. Ansonsten brauchen wir die Matches nicht machen. Also wir können die Matches machen, aber dann verlieren wir halt jedes Mal ein Match. Damit habe ich auch kein Problem. Ja? Danke für das Herzchen. Übrigens habe ich jetzt wieder eine Kiste für euch. Wartet mal.
Ja, ich habe kein Problem damit, wenn wir die Matches verlieren. Dann verlieren wir die Matches halt. Ja, aber es macht ja Ich spende für einen Lamborghini, ich kann gar nichts spenden. in meinen Augen, aber die Sache ist die, wenn ihr wollt, dass wir ein Match mit höheren Leuten gewinnen können oder gegen höhere Leute spielen können in Matches, dann müssen wir auch entsprechend hoch ansetzen. Das heißt, wir müssen auch mal 10, 20, 30, 40, 50 Matches gewinnen, dass wir mal vernünftig hoch ansetzen können. Vielen Dank für das Bärchen. Weil da wieder die Bachene unten reingespült werden. Das gerade waren es nur 1,80 Euro. Wahrscheinlich hat es da vorhin, wo es diesen Cut gemacht hat, hat es wahrscheinlich neu zu zählen angefangen. Also er hat leider Gottes nicht in 1,5 Stunden das verdient, sondern in den letzten 5 Minuten hat er schon wieder 5 Euro gemacht. Jetzt ist er bei 71. Alter. Ja, und wenn wir das Match nämlich, jetzt kann ich nochmal einstellen, jetzt kann ich die Kiste doch nochmal reinstellen, tut mir leid, jetzt geht das wieder nicht. Da steht hier, wir können kein Match gewinnen. Rainer, hör mal auf, wir zu sagen. Es ist nicht wir, es ist du möchtest diese Matches machen und du möchtest sie gewinnen. Wir können keine Matches mit höheren Usern machen, wenn ich die ganze Zeit die Matches verliere. Das funktioniert nicht. Dann müssen wir halt erstmal 10, 20, 30, 40 Matches machen. Ja. Leute, wir haben mit dem Typen jetzt 3 Matches gemacht oder 4 und ihr habt euch die ganze Zeit darüber beschwert, dass der euch nervt. Ja, dann musst halt mit verschiedenen Leuten Matches machen, du Depp. Jetzt mal ganz, ja, jetzt mit dem, ja, dann mach halt mit anderen. Wenn dann die Leute sagen, sie wollen das kreislige Gesicht von dem nicht sehen, dann sag, hey, Entschuldigung, meine Community hat keinen Bock mehr auf dich, ich match jetzt mit jemand anderem und weiter geht's. Es gibt doch genug Deppen, die diese Scheiße machen. Und das ist genau das, was ich meine. Versteht ihr? Also entweder wir ziehen das durch oder wir lassen es. Es macht keinen Sinn, man kann daran nicht halbherzig rangehen. Manchmal sind die Matches schon etwas... Rainer, im halbherzig an irgendwas rangehen, bist du der große Experte. Das ist das Einzige, was du richtig gut kannst. Wo sind denn deine, wann kommt der nächste Dragon Monday zum Beispiel oder so ein Schaden? Ja, also wo sind jetzt deine ganzen tollen Formate, die jetzt vor kurzem nur angekündigt worden sind? Du hast ja jetzt schon wieder irgendwie 4, 5 Kanäle auf verschiedene Plattformen aufgemacht und die liegen alle brach. Da passiert überall gar nichts. Weder Instagram noch wie ist in Odyssey oder sonst irgendwas. Du hängst auf diesem TikTok-Kanal rum, machst deine Matches und battles und Barren. Was nervig, immer nur spenden und tippen statt spannenden Content. Ja, das ist richtig. Passt auf. Ich habe überhaupt kein Problem damit, ja, wenn wir Quatsch-Streams machen, wo wir labern, wenn wir Chats machen, ja, Chat-Streams machen, das ist überhaupt kein Thema, können wir machen. Aber dann brauchen wir keine Matches machen. Wenn wir Matches machen, muss ich mich aufs Match konzentrieren und dann brauche ich eben eure Hilfe, dass ihr spendet. Nein, also dieses Quiz, jetzt habe ich es euch aber erklärt. Zum Neischlong. Na, Rainer, du kannst nicht sagen, ich kann mich jetzt nur auf das Match konzentrieren und währenddessen gehe ich nicht auf den Chat ein. Das ist, wenn du das als deinen Beruf bezeichnest, Teil deiner Arbeit. Ja, da musst du mit drauf achten, das gehört da dazu. Ja, du kannst nicht sagen, nö, mach ich nicht. Ein Match ist Match und Chat ist Chat. Das gehört zusammen. Da wieder irgendein anderer Drollo hat ihm da schon wieder 128 Rosen geschenkt, Alter. Wenn ihr das nicht möchtet, dann müsst ihr mir das sagen, dann lassen wir das. Aber dann macht das keinen Sinn. Man kann nicht halbherzig an die Sache rangehen. Wenn wir wirklich... Und ihr habt gesagt, wir wollen das schaffen, dass wir mal in die wöchentlichen Ranklisten reinkommen. Wenn wir versuchen möchten, in die Ranklisten reinzukommen, dann müssen wir das aktiv durchziehen. Und dann müssen wir jeden Tag, wenn wir streamen, mal richtig durchballern. Aber da können wir nicht mit einem Match reinkommen und ein bisschen was reißen. Ja, es ist so erbärmlich. Das ist so richtig offensives Gebettle. Das ist das, was mich an dieser TikTok-Staffel am meisten nervt. Diese offensive Bettelei, dieses, oh, da müsst ihr mal ordentlich spenden. Das ist ja hier euer Problem. Ihr wollt doch, dass euer großes Idol jetzt in die Rangliste reinkommt. Na, Rainer, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du schleichst aus dem Internet, und zwar flotto. Damit kommen wir nicht vorwärts. Und ich freue mich, wenn ihr mich unterstützt hier jetzt mit den Rosen und so auch, ne? Das ist richtig cool, aber das ist nicht genug. Das ist nicht genug hier, wenn ihr mir die TikTok-Kindergarten-Fraktion ihr gar nicht das Taschengeld rüberspendet. Nee, da freut er sich schon. Aber der Drache braucht mehr. Der Drache braucht 5.000 Euro im Monat.
ja, und da nochmal 5.000 Euro für seine MPU. Dann braucht er eigentlich nochmal 50.000 Euro für einen neuen Ranger. Ihr müsst bei Matches dann, wenn das doppelte oder dreifache Wert ist, dann müsst ihr richtig raushauen. Weil in der Zeit, wo ihr dann da raushaut, ihr habt gesehen, wie das bei ihm gelaufen ist. Er hat auf einen Schlag 6, 7, 8.000 Dinger gehabt. Versteht mich nicht falsch. Ja, wie gesagt, mir ist es absolut egal, ob wir das gewinnen oder verlieren. Das geht mir am Arsch vorbei. Ich bin froh, wenn ihr mich überhaupt unterstützt. Ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen Kohle damit gemacht habe. Weil es ist für mich gut, weil da kann ich meine Rechnung am Montag zahlen und alles. Wobei, noch haut es nicht ganz hin. Mir fehlen jetzt noch ungefähr 60 Euro. Halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul. Halt, da kann ich mal eine Rechnung. Weil, im Übrigen, wo wir gerade beim Thema sind, ganz zufällig, mir fehlen da nur 60 Euro für meine Rechnung. Alter. Rainer, du hast definitiv, wenn du sagst, du musst da deine Rechnungen bezahlen. Ich glaube, es ging neulich auch um seine Handyrechnung, oder? Dass er da 200 Flocken braucht für seine Handyrechnung. Rainer, das ist Priorität Nummer uno. Das erste Geld, das du im Monat verdienst, muss für diese Handyrechnung draufgehen. Punkt. Du brauchst das, um diese Scheiße zu machen. Weil ohne Internet keine Internetbettelei. Und wenn du es einen Monat lang hast schleifen lassen, dann ist das wieder ein Zeichen darüber, wie haargeldblöd du eigentlich bist. Und die jetzt da hinzuhocken und zu sagen, ja, es reicht noch nicht ganz, wir müssen ein bisschen mehr, weil ich brauche ein Ding, weil ich habe mir ja nämlich das neue Zelda kaufen müssen für 70 Euro. Und die war dann, habe ich mal ein Cordon Bleu, hat er sie bestellt, mit Pommes und richtig geil. Ja, das hat wahrscheinlich auch wieder 30 Euro kostet, die Bestellung. Dann beim Bäck nochmal 30 Euro raus. In der Früh wahrscheinlich beim Subway, mittags nochmal beim Döner. Hat er wieder 100 Euro am Tag verfressen, dann das neue Zelda gekauft, dann hat er sich wahrscheinlich nochmal irgendwas anderes dazwischen, irgendeinen nutzlosen Scheißdreck gekauft. Und jetzt ich kann meine Internetrechnung nicht bezahlen. Ja, du blöder Hund, du Saublöder. Ist aber überhaupt kein Ding. So. Kriege ich alles hin, irgendwie. Aber das muss alles entspannt laufen. Wenn ihr das nicht machen möchtet, ist es absolut okay. Abstimmung starten. Wieso eine Abstimmung? Wir haben neulich eine Abstimmung gemacht. Da wolltet ihr alle, dass wir Matches machen. Ja, wieso eine Abstimmung? Es ist vollkommen wurscht, weil bei so einer Abstimmung kommt immer nur das raus, was dreht sich schon so. Dass er es so macht, wie er es machen will. Scheißegal, was bei der Abstimmung rausgekommen ist. Und jetzt ist es halt so, dass sich jetzt alle beschweren, wie wir ein Match machen. Ich mache jetzt seit gut einer Woche, mache ich fast jeden Tag mehrere Matches. Komm, versuch nochmal ein Match. Ja, was passiert, wenn ich dann nochmal ein Match mache? Versteht mich nicht falsch, ich würde jetzt den Stream gleich beenden. Wir haben jetzt 21:30 Uhr. Spoiler-Alarm, der Stream geht nur eine halbe Stunde. Ich streame jetzt schon länger als normalerweise. Und, wann ist jetzt eigentlich der Meltdown, der mir hier versprochen wurde? Wo ist mein Kompetenzteam? In meinen Augen macht es keinen Sinn, jetzt eine Abstimmung für Matches zu machen. Aber gut, wenn ihr unbedingt meint, dann machen wir eine Abstimmung. Auch wenn ich jetzt denke, dass die Abstimmung jetzt so ausgeht, dass ihr kein Interesse an Matches habt. Wartet mal, ich bereite euch das mal eben vor. Wo ist denn das Ding? Achso, warte, das ist auf Interaktion, glaube ich, ne? Glaubst du, Rainer? Schön, dass du so gut auskennst mit deiner Haupteinnahmequelle. Abstimmung. So. 5 Minuten geht die Abstimmung. Aber die Sache ist die, wenn ihr das nicht möchtet, dann lassen wir es einfach. Dann lassen wir das, weil das hat keinen Sinn. Ich freue mich über eure Unterstützung, versteht mich nicht falsch, und ich will mich auch dafür bedanken. Aber ich kann nicht mitten im Stream jeder einzelnen Person danken, das funktioniert nicht. Was brummt da? Da dürfte eigentlich nichts brummen. Ja. Hier zum Beispiel, wir haben hier oben ein Ziel, ja, und dieses Ziel, wir haben noch nicht einen einzigen Punkt von diesem Ziel erreicht. Wir schaffen ja noch nicht einmal die Ziele, die wir uns stellen. Ja, keine Ahnung, Inge hat das jetzt abgeschnitten mit dem Ziel, keine Ahnung. Aber seine Ziele sind ja sowieso so vollkommen utopisch. Also das ist ja so, ja, wir sind jetzt bei 70.000 Abonnenten. Schauen, ob wir es auf 500.000 schaffen oder sowas. Oder Follower oder keine Ahnung, wie das bei TikTok kostet. Es ist
Ja, wenn ich bei 70.000 bin, dann sage ich halt vielleicht das 100.000 das nächste Ziel, oder? Im normalen Match, ja. Ah ja, im Übrigen, wir sind bei mir auf dem Kanal jetzt auf knapp über 4.400 Abonnenten. Ziel bis Ende der Woche 100.000 Abonnenten. Ich möchte einen Silber Play-Button abstellen. Der müsste schon ein bisschen reinhauen. Ja, also, dass wir hier den Play-Button kriegen. Vollkommen idiotisch. Wartet mal. Jetzt wieder geschnaubt. Alter, wie der Barren-Counter da unten rauf geht. Ich glaube, ich spinne. Machen wir es halt mal so. So. Aber wir schaffen ja noch nicht einmal solche Sachen. Weil du ein Dulli bist, Rainer. Wisst ihr? Andere Streamer matchen den ganzen Tag. Das ist heftig. Ja, und das ist das, was ich meine. Ja, da hat aber der Rainer keinen Bock drauf. Weil der Rainer, der muss nämlich nur Zelda datteln. Und beim Back drin sitzen und fressen. versuche mit euch. Und dann muss er sich nur Cordon Bleu bestellen. Und zwischendrin muss er nur hier 5-mal am Tag den Jürgen würgen. Das ist ein schwer beschäftigter Mann, der kann nicht den ganzen Tag matchen. In den 3-4 Matches, die er machen will am Tag, der müsste ordentlich neibuttern. Damit der Dicke hier, ne? Euch immer Interaktionen zu machen. Das hier zum Beispiel ist eine ganz normale Interaktion zwischen euch und mir. Und ich habe mit sowas überhaupt kein Problem. Wir können sowas gerne machen. Was zur Hölle war das jetzt? Okay, jetzt habt ihr das Ziel haben wir jetzt natürlich jetzt geändert, deswegen habt ihr das jetzt doch auf einen Schlag rausgehauen, weil es mir jetzt wohl beweisen wollte, dass wir es erreichen können. Aber die Sache ist die, vielen Dank erst einmal dafür, dass wir das jetzt gewonnen haben. Sache ist aber die bei sowas, ja, mit diesem Match-Sieg, mit diesem Match-Ziel. Wie gesagt, erstmal vielen Dank. Aber wie viele solche Ziele habe ich in meinen Streams schon gehabt? 60? Für 100 Streams? Und wie oft haben wir so ein Ziel erreicht? Insgesamt vielleicht 10 Mal? Das ist eigentlich relativ wenig. Versteht mich nicht falsch. Ich will mich darüber nicht beschweren. Das ist überhaupt kein Ding. Rainer, du beschwerst dich aber jetzt gerade drüber. Und wie gesagt, dass du diese Ziele niemals erreichst, liegt daran, dass du ein Depp bist und dass du die Ziele immer viel zu hoch ansetzt. Ihr müsst selber wissen, ob ihr mich unterstützen wollt oder nicht. Das ist okay, ne? Corona guckt dir später einen Livestream von den großen Streamern an, wie die das machen. Ich weiß, dass ich da drin noch momentan nicht so gut drinnen bin, ja? Manche Matches öfter Chat eingehen, so ist perfekt. Ja, aber in einem Match konzentriert man sich halt auf das Match, weil man hat etwa 5 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten pro Match. Weil er weiß nicht einmal, wie lang so ein scheiß Match dauert. Er macht das laut eigener Aussage hauptberuflich und er weiß nicht, wie lang ein Match dauert. Man hört nie auf. Was? Man hört nie auf zu lernen. Ja, das ist mir schon klar. Sind wir uns gleich im Discord? Ja, ich bin dann gleich im Discord. Ja, Gott sei Aber Dank. auch nochmal so lange, weil es schon 21 Uhr irgendwas ist. Ja. Wartet mal kurz. Ja, schön. Und bei euch so? Der Horst ist weg und kommt gleich wieder, Herr Schee. Jetzt habe ich herausgestellt, dass meine Pläne sich wurden in den Nachrichten. Warte, da kommt jetzt gleich wieder. Das sind ja hervorragende Nachrichten. Jetzt hat sich herausgestellt, dass meine Pläne sich wohl doch um noch 1-2 Wochen verschieben. Das wäre natürlich klasse. Was für Pläne denn jetzt schon wieder? Und bei dir verschiebt sie alles immer um 1-2 Wochen. Ja? Der Dragon Ball, der kommt am Mittwoch. Wie komme ich in den Discord? Das steht alles unten hier. Und Rainer, das ist eine ganz normale Frage. Scheißegal, wo das steht, sag's heute nochmal. Hier irgendwo muss für dich so ein goldener Stern sein oder so ein Stern sein. Und da drauf siehst du dann die ganzen Vor- und Nachteile. Was denn jetzt? Wie, was denn jetzt? Hatten wir das, die Abstimmung war noch nicht durch, oder? Läuft die Abstimmung noch?
Also fassen wir zusammen, er weiß nicht genau, wie er die Abstimmung machen soll. Er weiß nicht genau, ob er die Abstimmung gemacht hat. Er weiß nicht genau, ob die Abstimmung noch läuft. Er kennt sie richtig, richtig bärig aus mit seinem. Er weiß nicht einmal, wie lange so ein scheiß Match dauert. Tege wurde aufgerufen abzustimmen. Die Abstimmung läuft noch, oder? Ja. Also passt auf, wie gesagt, mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal, ob wir die Matches machen oder nicht. Mir ist es auch egal, ob wir die Matches gewinnen oder nicht. Das ist mir völlig Wumpe. Ja, das ist mir völlig Furz. Es ist mir wirklich. Ja, Hauptsache es kommen Barne rein. Ja, ich meine, ja, jemand, der ein Match macht, der will auch gewinnen, bla bla bla. Ich weiß, dass meine Community super ist. Egal, ob wir... Rainer, du hast keine Community. Schau dir mal die ganzen Nicknames von den Leuten in deinem komischen Abonnenten-Chat an. Das sind alles Hater. Ezio, Oger, Dr. Ache. Brennt dir der Hut, checkst du das nicht? Deine Community ist die beste, halt dein Maul. Alle Leute, die hier drinnen sind und die dir spenden, sind alles Leute, die trollen wollen. Aber die werden sicher, klar, die 5 Euro da im Monat hauen die raus, damit sie dir hier irgendwelche Trollgeschichten schreiben können. Ja, aber glaubst du, dass diese Leute dann, wenn du matchst, auf einmal sagen, ja klar, dem hauen wir jetzt einen 100er oder 200 Euro raus, damit er sein Match gewinnt? Bist du lappert oder was? Nicht die Hater natürlich, sondern meine Fans und meine Zuschauer, die neutralen Personen. Mir ist klar, dass meine User super sind. Ja, ihr seid alle spitze. Jeder, der mich hier verfolgt, jeder, der mich hier unterstützt, jeder, der hier zuschaut, jeder, der mich hier positiv Dumme Auflistungen ohne Grund unterstützt, jeder von euch ist super. Ja, und ohne euch könnte ich alles nicht reißen, was ich die letzten Jahre gerissen habe. Oder was du nicht alles gerissen hast, Rainer. Die letzten Jahre. Richtig geil, was du alles gerissen hast. Wäre richtig neidisch, wenn ich das immer sehe. Ja, seht ihr, die Abstimmung zum Beispiel besagt jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich sehe es, bei mir steht die Abstimmung, wollen wir matchen? Ups. Ja, 34:16% und 65:82 mit Nein. Das heißt im Klartext, die Matches haben sich eigentlich erledigt, weil keiner Matches machen möchte. Ja, wunderbar, dann ist ja das Thema jetzt beendet. Weiter im Text, Rainer. Wir gewinnen ja, pass auf, ja, nein haben wahrscheinlich nicht alle, aber viele Hater, die hier drinnen sind, haben wahrscheinlich gesagt, nein, die wollen keine Matches, weil die natürlich damit wissen, dass ich keine Geld verdiene damit. Vielleicht haben auch viele, die ursprünglich ja gesagt haben, auch Nein gesagt für die Matches. Aber die Tatsache ist nämlich die, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen keine Matches machen, dann brauchen wir das Ganze eigentlich gar nicht weiter vorantreiben, weil ja, wenn die sagen, sie wollen keine Matches, dann machen wir keine Matches, das ist richtig. Ja, da ist wieder irgendeiner 210 Rosen rein. Ich matche nicht, um zu gewinnen. Nein, du matchst, um effektiver Barne betteln zu können, das haben wir jetzt auch schon festgestellt, weiter. Ich matche auch nicht einmal, um Kohle zu machen, obwohl das natürlich ein guter Punkt ist für mich, um Kohle zu machen, ja. Sondern ich matche, weil es für euch ein Content ist. Match ist eine Form von Content hier auf Discord, das ist normal. Ja, bevor die Telegram-Leute abgestimmt haben, war es 54% mit Ja. Ja, und passt auf, genau das ist das, was ich meine, Leute. Genau das ist genau das, was ich meine. Wir können doch nicht mal eine Abstimmung gegen die Hater gewinnen. Das funktioniert nicht. Wir gewinnen noch nicht mal eine Abstimmung gegen die Hater. Wie wollen wir dann ein Match gegen die Hater gewinnen? Ihr müsst es immer so sehen. Ja, ihr müsst es immer so sehen. In unseren Streams, in den Streams, wo ich dabei bin, solange es Hater und Kritiker da draußen gibt, ist jedes Match, das wir gegen andere User machen, nicht nur ein Match gegen den User und die Community dieses Users, sondern auch ein Match gegen die ganzen Kritiker und Hater. Rainer, hier sind nur Hater drin. Rainer, wenn, ich weiß nicht, wie viele Abos du hast. Das steht da unten irgendwo. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mir das Video mal angeschaut, wo Inge das erklärt hat, was da was ist. Ich weiß schon lange nicht mehr. Aber wenn da 2 Leute keine Hater sind, dann ist pfui. Und wenn wir diese Matches nicht gewinnen, dann kommen wir auch nie an ein höheren Ranked-System. Schaut mal, wenn ich hier mal in diesen Ranked reinschaue, ich sehe hier drin einen mit 7, einen mit 2, einen mit 18, einen mit 119, einen mit 2, einen mit 18, einen mit 80, einen mit 8, einen mit 71, einen mit 7, einen mit 76, 4, 70, 9. Ja, Rainer, unnötige Aufzählung, halt dein Maul. 19, 11, 186,
4, 18, 111, 29, 8, 4, 2, 56, 36. Ich werde wahnsinnig. Ja, dann komm zum Punkt. 1, 3, 32, 90, 24 und einen mit gar keinen. Der höchste, den ich jetzt hier gelesen habe, war, glaube ich, der mit 119. War, glaube ich, der mit den höchsten. Der hat 119 Zuschauer. 119. Ich habe 1100. Wir haben nicht mal einen User, der über 300, 400 Follower hat in der Liste zum Aussuchen, mit wem wir matchen wollen. Und selbst die nehmen keine Matches an. So. Ich habe jetzt keine Lust auf Matches. Selbst die nehmen keine Matches an, Leute. Ihr könnt nicht erwarten, dass wir gegen Leute matchen und damit richtig was reißen, wenn da nichts passiert. Die besten Matches, wir haben von 20, 30, 40 Matches, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, waren die besten Matches die mit dem einen Typen, wie hieß er? Max, irgendwas mit Max. Und gegen diesen Moneke oder wie der hieß. Oder Monaco oder so ähnlich. Oder Monaco, ja. Das waren die Max IMRE, genau. Und ich glaube, der Typ hat mich inzwischen blockiert. Weil ich sehe den nicht mehr. Und Mr. Monaco war der andere. Das waren die besten Matches, die wir hatten. Max Giermann, ja. Am besten in seiner Rolle als, wie heißt er hier, Klaus Kinski. Und da ist es richtig abgegangen. So. Und das ist jetzt halt im Moment so, solche Matches bräuchten wir, wenn wir wirklich was reißen wollten. Da könnten wir uns hochballern. Aber ohne sowas kriegen wir das nicht hin. Die Matches mit den Pärchen, das sind auch super gewesen. Das ist auch ein super Pärchen, mit denen ich mich auch super verstehe hier. Ja, die sind aber auch ähnlich intellektuell aufgestellt wie du, die zwei. Sagen wir es einmal so. Ja. Wenn bei denen der Wind gegen das Ohr weht, dann hört man ein Pfeifen. Aber die haben halt auch extrem viele mit diesen Kritikern jetzt um die Ecke, ne? um die Backe, ne? Vielen Dank. Und auf die Art brauchen wir brauchen halt nicht über Matches nachdenken, wenn wir nicht einmal das schaffen. Wenn wir nicht einmal so, wir schaffen nicht mal eine Abstimmung. Leute, wir schaffen nicht mal eine Abstimmung ohne die Kritiker und Hater. Rainer, du bist der unbeliebteste Mensch in Internet Deutschland. Glaubst du kriegst irgendwas auf die Kette, wo es um irgendwelche Abstimmungen geht? Auszublenden. Passt auf. Aufgepasst, jetzt rennt der Drache. Ich muss an der Stelle ernsthaft sagen, dass ich wirklich traurig bin. Oh, Rainer, du armer Mo. Bist du traurig? Aber das geht mir ja so am Arsch vorbei. Darüber. Nicht, weil wir irgendwas gewinnen oder verlieren, nicht, weil ich Kohle oder keine Kohle mache, sondern ich bin traurig darüber, dass der Hass und der Abscheu und die hässliche Seite der Menschheit gewinnt. Oh, hey, da komm on, diese pathetische Scheiße. Die kannst du sonst wem verzeihen. Ich bin nicht traurig, weil ich da weniger Geld verdiene, sondern nur, weil der Hass gewinnt. Ja, mit Hoffnung. Kennt ihr den noch? Oh, jeder leckt mich doch am Arsch. Darüber bin ich traurig. Ich bin nicht enttäuscht darüber oder sonst was. Doch, eigentlich bin ich auch enttäuscht darüber. Ich bin enttäuscht und traurig darüber, dass diese Leute stärker sind als wir. Wir sind eine Community von über 271.000. 271.000, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind, glaube ich, mehr Leute als ich. Das sind mehr Leute, als ich auf YouTube hatte. Und es sind weniger, als ich mal auf meinem ursprünglichen TikTok hatte, aber es sind mehr Leute, als ich auf meinem ursprünglichen YouTube-Account hatte. Und wir schaffen es nicht, mit dieser Masse an Menschen, mit dieser Masse an Usern, schaffen wir es nicht, eine lächerliche Abstimmung zu gewinnen. Wir haben hier knapp... Rainer, merkst du was? Du glaubst, diese 270.000 Leute, die dir da followen, sind alles Fans von dir. Es sind aber alles Hater, Rainer. Der wird das niemals begreifen. Knapp 1000 Zuschauer in diesem Stream. So. Und Inge hat 2000 in seinem Stream angeblich gehabt vorhin, wo ich 600 oder 500 hatte. Dann denke ich mir so, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der so viel mehr hat als ich? Weil denen die Leute lieber schauen und weil sie dir nicht
die Genugtuung haben wollen und weil es dich triggert, dass du rauskriegst, dass Inge doppelt so viel Zuschauer hat als du, während du streamst. Deswegen kann das sein. Und ich das Original bin. Das müsst ihr euch immer auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin das Original. Inge ist ein Abklatsch. Genauso wie Ofenkäse, Mimon, Henk, Losse. Die wollen alle nicht ein Abklatsch von dir sein. Die restreamen das einfach, damit man es bei dir nicht schauen muss. Und das ist richtig und wichtig. Das sind alles Abklatsche von mir. Die benutzen meinen Content als Bonus- oder Zusatzcontent für ihren eigenen Scheißdreck. Und damit haben die uns im Griff. Die haben mich im Griff. Die haben mehr Macht über meine User als ich. Und das ist traurig. Das ist verdammt traurig. Und ich bin da echt enttäuscht drüber, dass... Weil der jetzt versucht, da wieder auf diese enttäuschte Elternmasche. Ja. Jetzt ich bin nicht wütend. Ich bin enttäuscht. Wir haben doch gesagt, keine Partys, während wir weg sind. Dass das ein Fake ein Original schlagen kann, ist in meiner Welt eigentlich undenkbar. Rainer, es ist nicht ein Fake. Niemand von diesen Leuten, auch ich nicht, ist ein wannabe Drachenlord. Im Gegenteil, keiner von uns würde dein Leben tauschen um viel Geld. Niemand von uns ist ein Abklatsch von dir. Rainer, wir behandeln dich. Und hier die Restreamerei von Inge, die ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig fürs Game. Und auch hier die ganzen Leute, hier der Drachenschneider, der Lügenlord, 1510 Cloud, die Leute, die das dann noch zusammenschnipseln in verdaubare Happen. Das ist alles sehr wichtig, aber niemand von denen will du sein. Ihr leckt mich am Arsch, ums Verrecken möchte ich nicht du sein. Rainer, wenn ich du wäre, wäre lieber ich. Ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben habe ich nicht mitbekommen, dass ein Original von einem Imitat geschlagen wird. Rainer, dann hast du dich schlecht informiert. Das passiert nämlich am laufenden Band. Oreo war früher auch ein Abklatsch von irgendeinem anderen Keks. Ein Beispiel, aber gibt es tausendmal. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und trotzdem ist es so. Wie kann das sein? Versteht mich nicht falsch. Ich will euch... Im Übrigen Coverversionen. Es gibt so viele Musik-Coverversionen von irgendwelchen Songs, die so viel tausendmal erfolgreicher waren als das ursprüngliche. Scheißegal, ob es ursprüngliche Scheiße war oder ob es ursprünglich schon geil und erfolgreich war. Wenn du jetzt anschaust, keine Ahnung, Hurt, die Johnny Cash Coverversion, die hat die Depeche Mode, glaube ich, haben das ursprünglich gemacht, Version in Popularität um Längen geschlagen. Sogar so, dass der ursprüngliche Komponist von dem Lied gesagt hat, das Lied gehört nicht mehr mir, das gehört jetzt Johnny Cash. Es ist wieder kompletter Horsche, der weiß schon wieder nicht, wovon er da eigentlich redet. Weder eine Standpauke hatten noch sonst was. Ihr müsst selber wissen, ob ihr mich unterstützen wollt oder nicht. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute, die hier reinkommen und die mich hier unterstützen möchten, auch wirklich da sein möchten, um mich zu unterstützen. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die mir folgen, mich auch noch unterstützen wollen. Ich habe euch schon mal vorgerechnet. Ich habe euch das schon so oft vorgerechnet. Ja, und die Rechnung, die wird nicht richtiger, wenn du sie dauernd wiederholst, Rainer. Sagen wir mal, die Hater sind 100.000. Ja, damit gebe ich dir noch 20.000 vor, weil in ihrer Telegram-Gruppe, wo alles drinnen verlinkt ist, sind es 80.000 Menschen. Rainer, nicht jeder Hater ist auf dieser Telegram-Gruppe. Ich bin nicht auf dieser Telegram-Gruppe. Und ich bin auf jeden Fall ein Hater. Seit 1,5 Jahren schon aktiv. Nicht jeder ist da auf dieser Telegram-Gruppe. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich um die 80% der Hater sind nicht auf dieser Telegram-Gruppe, weil 80% deiner Hater sind Leute, die den Content über dich nur konsumieren. Die schauen sich das bei irgendwelchen Kasperln wie mir oder im Serial an, oder wenn sie ein bisschen ruhiger haben wollen, schauen sie es beim Ofi an. Oder bei der Märkischen Heide. Oder beim Arnidegger. Oder bei wem auch immer. Da schauen sich die Leute das an. Und das sind die absolute meisten Leute, machen nur das. Die sind auch nicht auf irgendwelchen Discords, die sind nicht in irgendwelchen Telegram-Gruppen, die schauen sich das an zur Belustigung. Die Leute, die da wirklich auf den Telegram-Gruppen sind, ist ein kleiner Bruchteil. Rainer, du hast wahrscheinlich weit über 300.000 Hater. Und wenn du 10.000 Drachis hast,
dann schenke ich da 9.900 davor. Ja? Also, 80.000. 80.000 gegen meine 270.000. Ich habe fast 200.000 mehr Follower als die. Wenn man jetzt der Mann checkt es nicht. Oder er checkt schon und er rendert sich das aber dann so zusammen, dass es ist unfassbar einfach. Es ist unfassbar. auf 100.000 rechnen, dann habe ich 170, knapp 180.000 Follower mehr als die Hater. Ja? Ja, und was bringt es dir jetzt, Rainer? Selbst wenn es so wäre. Es ist erst zu Ende, wenn die fette Lady singt. Und am Ende vom Tag stehst du dann doch da mit so einem Stream, in dem du 20 Euro verdient hast. Dann musst du irgendwann auch klar werden darüber, dass deine Rechnung falsch ist. Weil wenn du nämlich tatsächlich 300.000 hier Fans hättest, so richtige glühende Fans, ja, fanatische Verteidiger deiner Person, die sehen wollen, wie du im Leben erfolgreich bist, dann würdest du nicht hier am Existenzminimum umeinander krebsen. Rainer, die Leute, die dir hier spenden, sind zu 90% die allerschlimmsten Hater, die du dir vorstellen kannst. Weil die schmeißen da genau so viel Brotkrumen hin, um da die Hoffnung zu lassen, die absolut unbegründete Hoffnung, dass du vielleicht doch nochmal im Internet durchstarten könntest. Dass du genauso viel Kohle hast, dass es zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel ist, um dich leiden zu sehen. Das sind die Leute, die da hier drin sind und hier, wo hier Drache daneben steht, die da ein bisschen die Barren hinausschmeißen. Aber die werden dir sicher nicht in irgendwelchen Matches Hunderte von Euro nachschmeißen, weil das überhaupt erst brutal an deren Grundziel vorbeischießt. Die wollen, dass du zu leben zu wenig und zum Sterben zu viel hast, um deinen Leidensweg unnötig zu verlängern. Das ist der Punkt. Und solange du glaubst, dass diese Leute deine Fans sind und weitermachst, können die ihr Game weiterspielen bis ins Unendliche. Oder bis du halt irgendwann einmal Medal Off sagst, weil es dir einen langsamen, grausamen, jungen Tod gefressen hast. Aber das checkst du nicht. Du checkst es einfach nicht. Wenn tatsächlich nur die Leute, die echte Drachis sind, dich unterstützen würden, dann hat da nicht irgendwie stehen, du hast im Monat 1.500 oder 1.600 Euro gemacht. Ja, sondern da Daten vielleicht, da kannst du 2 Nullen wegstreichen. Da hast du 15, 16 Euro gemacht in dem Monat und davon könntest du nicht leben. Und dann müsstest du dir endlich was anderes suchen, dass sie aus dem Internet verpissen müssen. Diese Leute geben dir Geld nicht, um dich zu unterstützen. Die geben dir Geld, um dich zu quälen und dich leiden zu sehen. Weil die haben 80.000, sagen wir mal 100.000 und ich habe 270.000. Das heißt, ich habe 170.000, 180.000 Follower mehr als die Hater. Und hier im Stream schauen nicht mal 1.000 Leute zu gerade. Das ist alles schön und gut. Ja? Das ist alles schön und gut. Das ist für mich auch vollkommen okay. Ich bin auch mit ich würde auch streamen, wenn ich 2 Zuschauer habe. Das ist mir völlig egal. Nein, Rainer, das ist gelogen. Du würdest nicht streamen, wenn du 2 Zuschauer hättest. Wir haben es gesehen, wenn du Streams gemacht hast und es sind da genügend Barren reingeflogen, dann hast du gesagt, ja, heute läuft's nicht, ihr seid nicht in Spenderlaune, dann rentiert sich das jetzt halt alles nicht und dann machen wir hier einen Schlussstrich. Laber kein Scheiß. Mir geht es nicht um die Menge der Zuschauer, sondern mir geht es darum, dass ich es traurig finde, dass jemand mein Content klauen kann und woanders hochladen oder veröffentlichen oder livestreamen und damit mehr macht als ich. Ja, der Neid, Rainer. Der pure Neid ist es, der dich zerfrisst. Die Leute machen mehr Barne mit Reaction-Videos und Restreamen als du mit deinem Bullshit. Und das schmeckt mir. Das schmeckt mir richtig gut. Und das finde ich nicht. Das interessiert mich an sich auch nicht, was die damit machen. Die verdienen unendlich viel Kohle damit. Unendlich viel Kohle verdienen die damit. Und Leute. Unendlich. Der Inge, da hat sich Quiz schon gerade seine 3. Yacht gekauft. Aber da kriegt er wieder 2,50 Euro gespendet. Diese Aussage, ja, Henk würde so und so viel Geld machen und so viel Geld scheißen und so viel Geld tun und so weiter und so fort. Ja.
Hank wird einen Scheißdreck spenden. Ja, ein paar Euro von dem Zeug, was er verdient, spendet er. Oder wie er nett wird, dadurch, dass die anderen Leute irgendwie Kohlen damit verdienen. Köstlich. Bei irgendwelchen Leuten, die mit mir matchen, damit die gewinnen und ich verliere, damit ich dumm aussehe. Ist mir egal. Ist mir Keiner, du schaust da so dumm aus. Also da brauchst du nicht extra ein Match verlieren. egal. Sollen die Leute, mit denen ich matche, da ein bisschen was rausziehen von. Das ist für mich vollkommen okay. Ihr müsst es immer so sehen. Wenn man ein Match macht, dann sind immer zwei Menschen die Gewinner. Und zwar die zwei Menschen, die matchen. Ja? Wenn Match. Das ist richtig. Deswegen verstehe ich das Prinzip. Also ich verstehe nicht, warum das so beliebt ist. Diese Matcherei auf TikTok. Die zwei Leute, die Matchen gewinnen und alle Leute, die gespendet haben, haben im Endeffekt verloren, weil sie einfach nur zwei Idioten fürs Nichtstun Geld nachgeschmissen haben, für das sie wahrscheinlich selber am arbeiten müssen. Bin ein Gewinner und der mit mir matcht, ist ein Gewinner. Warum? Weil wir zwei am Ende die sind, die mit dem Plus rausgehen aus dem Match. Ihr, wenn ihr uns unterstützt und uns spendet, ihr geht mit einem Minus aus dem Match raus. Das lässt sich auch gar nicht verhindern. Ist ja klar, wenn ihr uns Ja, das lässt sich schon verhindern, man muss einfach nur nichts spenden. unterstützt und matcht und uns mit der Geld unterstützt, dann geht ihr mit Minus raus. Und die matchen, ich und ein Partner oder ich und ein Team, wenn wir jetzt 2-2 machen, dann bin ich der und meine Teampartner oder meine Gegner sind dann die Leute, die mit dem Plus rausgehen. Ja? Die Fans verlieren Geld, das ist richtig. Die Sache ist aber auch die, es ist ja niemanden gezwungen. Ihr wolltet, dass wir Matches machen. Also haben wir Matches Offensichtlich wollen sie es nicht. gemacht. Und wenn ich keine Matches machen soll, dann kann ich ich kann die Matches nicht gewinnen, wenn ihr mich nicht unterstützt. Und die Matches, wenn wir in die Rankliste kommen wollen, dann brauchen wir keine Matches machen. Weil wenn wir nicht gewinnen, werden wir nicht höher gestuft. Wenn wir nicht höher gestuft werden, kriegen wir keine Gegner, die entsprechend gestuft sind. Und Leute, wir schaffen ja noch nicht einmal die Gegner zu besiegen, die wir jetzt haben. Ja, was sagt dir das, Rainer? Was sagt dir das, wenn du die unterletzten Dullis, den Bodensatz von TikTok, nicht in so einem Match besiegen kannst? Ja, dass vielleicht Rangliste nicht so unbedingt das Ziel sein sollte. Wir schaffen noch nicht mehr die Gegner zu besiegen, die 200, 300 Zuschauer haben, wo ich 600, 800 Zuschauer habe oder 1000 Zuschauer. Da gewinnen wir selbst das nicht. Ja? Du machst dich unsympathisch. Ich mache mich überhaupt nicht unsympathisch. Ja, natürlich, da muss ich ihm recht gehen. Er macht sie nicht unsympathisch. Der war schon immer unsympathisch. Unsympathischer als er ist, kann er sich nicht mehr machen. Es ist absolut unmöglich, noch ein größeres Arschloch zu werden. Ich versuche euch nur zu erklären, wie das funktioniert. Ein Match zu gewinnen, ja, ist mir egal. War es mir die ganze Zeit, ist es mir auch nach wie vor. Dann gewinnen wir halt keine Matches, dann brauchen wir auch keine Alter, jetzt fangt die Schallplatten schon wieder von vorne an. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Matches machen, wenn ihr schon von vornherein sagt, ihr möchtet keine Matches haben. Hey, Rainer, da gibt es den Hater gerade Fraß für Content. Nee, sehe ich nicht so. Doch, Rainer ist so. Deswegen reagiere ich jetzt da drauf. Weil ich schreie nicht rum, ich beleidige nicht, ich bin nicht aggressiv. Ich versuche euch nur vernünftig klarzumachen, was richtig ist. Mach, was du willst, ganz einfach. Nein, ich mache nicht, was ich will. Ich versuche mit euch zusammen... Ja, na, die sind alle so dumm, die verstehen das alles nicht. Na, Rainer, der Dumme, der bist du. Also, wenn du ewig laberst und es kommt nicht an, also wenn ganz viele Leute sagen, das ist Schwachsinn, du laberst und laberst und laberst und irgendwann musst du doch begreifen, dass nicht die Idioten sind. Dir schauen da 1000 Leute zu. 1000 Leute sagen dir, du lebst in einer Traumwelt, werde mal wach. Ja. Und du erklärst da und es kommt nicht an, dann hast du wahrscheinlich Scheiße im Kopf, kann ich mal sagen. Passt auf. Aufpasse. Content. Ihr wollt Content. Richtig. Wieso dieser Content? Dann machen wir es anders. Passt auf. Oh, dann machen wir es anders. Ja, jetzt hier der andere Seiten auf, der große Drache. Jetzt pass auf. Stopp. Nochmal auf Anfang. Wir machen Nein, nicht nochmal auf Anfang. Du hast dir die Scheiße jetzt schon 50 Mal verzeiht. Jetzt gehen wir mal weiter. das anders. Ihr wollt Content Nein, wollen wir nicht. Wir wollen, dass du die verpisst. von mir. Richtig? Hier, die Giraffe. Was habe ich davon, wenn du ein Match gewinnst? Nix.
Richtig. Aber was hast du denn davon, wenn du dem jetzt 5 Euro im Monat geben hast, um das zu schreiben? Da hast du genauso wenig davor. Bleiben lassen. Pfui. Aufhören. Schreibt mal Ja rein, wenn ihr von mir Content sehen wollt. Atme durch, Drache. Ich bin ruhig. Alles gut. So. Ihr wollt Content, korrekt? So. Und jetzt frage ich euch, wie soll dieser Content aussehen? Das frage ich euch. Sagt mir bitte, wie der Content aussehen soll. Weil Matches ist ja für euch offensichtlich kein Content. Meine Laberstreams ist für euch offensichtlich auch kein Content. Die paar Videos, die ich ab und zu raushau, ist auch kein Content. Richtig, ist alles kein Content. Das ist alles Dulli-Scheiße, ist es. Nein, das ist, ich kann in der Grundschule denen kann ja Handy in die Hand drucken. Ja, 20 Grundschüler nehmen wir in Fünfergruppen aufteilen, drucken jeder Gruppe ein Handy in die Hand und sag, ihr habt jetzt eine halbe Stunde, macht's mir irgendein Video, scheißegal, was euch Spaß macht. Und jede einzelne dieser Gruppe bringt mehr, was man als Content bezeichnen kann, als die Scheiße, die du seit 10 Jahren machst. Und das verspreche ich dir auf die Hand. Was du da machst, ist kein Content. Was du da machst, ist ekelhafte, widerliche Internetbettelei. Also, was ist für euch Content? Nur Content. Ja, aber Match ist auch ein Content. Match ist bei so vielen Streamern auf TikTok ein Content. Bei mir ist es kein Content, weil ich Drachenlord bin. Offensichtlich. Ja? Ja, richtig. Auch diese Leute haben sich das mit diesen Matches die haben nicht angefangen, auf einmal Matches zu machen, sondern die haben sich auch eine Community aufgebaut und diese Community will sie dann unterstützen. Und aber wie gesagt, das läuft über Sympathie. Ja? Und du bist halt das unsympathischste Arschloch, was in Internet Deutschland umeinander läuft und deswegen kriegst du auch keine Matches gewonnen. Weil dich die Leute nicht unterstützen wollen. Für was denn, Rainer? Dafür, dass du wieder beleidigst oder vom Discord bannst oder dass du da irgendwelche Trotzreaktionen hast und den scheiß Stream wieder beendest, wie so ein Kleinkind? Survival hat hier auf dem TikTok-Account hat es nichts zu suchen. Survival ist ein komplett anderes Genre. Ja, siehst du? Boom. Survival hat hier auf dem TikTok nichts zu suchen. Ja, da haben wir doch schon das Problem. Du fragst, was wollt ihr denn sehen für einen Content? Jetzt haben wir mindestens 10 Leute Survival reingeschrieben. Jetzt wollen die Leute Survival, dass du was auf TikTok machst. Entweder Kurzvideos, ja, so 3 Minuten Videos, es lässt sie so viel machen. Ja, die machen doch immer diese Schnitte, wo dann sich innerhalb kürzester Zeit irgendwie dann das Bild verändert in diese TikTok-Videos. Mach doch das, wie du stell auf ein Stativ, dein Handy, nimm das auf, wie du dein Lager in der Nacht aufbaust, mach die Schnitte mit den einzelnen Schritten. Da habe ich die Schnüre aufgespannt. Da ist jetzt die Plane dran. Dann habe ich jetzt hier irgendwie für Windschutz, bla bla bla. Und dann haust du 3 Minuten Video raus, das ist Content. Aber das ist wieder viel zu viel Arbeit. Und anstatt, dass du sagst, okay, ihr wollt Survival, dann gebe ich euch Survival, dann mache ich jetzt auf TikTok nur noch Survival, sagst du, das hat ich auf dem TikTok-Account gar nichts verloren. Ja, dafür habe ich auch meinen Odyssey-Account. Das wollen die Leute aber nicht. Und das checkst du nicht. So. Viele wollen Survival sehen. Ja, das hat aber hiermit nichts zu tun. Das ist der falsche Account. Das hat auf dem falschen Kanal hier. Nein, Rainer, du machst den falschen Content. Es ist nicht der falsche Kanal. Du machst den falschen Content auf diesem Kanal. Die Leute wollen nicht die Survival-Scheiße auf Odyssey anschauen. Die Leute wollen sich die Survival-Scheiße hier anschauen. Die 3, 4 Leute, die es gerade ehrlich mit dir meinen und die jetzt gerade sagen, was du hier machen sollst. Du fragst die, welchen Content du machen sollst, die sagen es dir und du sagst, mach ich nicht. Dafür habe ich einen anderen Kanal. Irrelevant. Vollkommen irrelevant. Wenn die Leute, die dir das Geld geben, dir deinen Lebensunterhalt finanzieren, wenn die dir sagen, mach Survival auf TikTok, dann machst du Survival auf TikTok. Oder du löscht dich und verpisst dich endlich in die Arbeitslosigkeit, wo du hingehörst. Ja, das seid ihr hier auf dem falschen Kanal. Das ist der falsche Kanal für die Survival-Sachen. Das ist auf Odyssey. Denn dann bist du hier auch auf dem falschen Kanal für dein Content. Ja, das ganze Survival-Zeug ist auf Odyssey. Das hat hiermit überhaupt nichts zu tun. So. Headbang-Videos. Headbang-Videos kann ich euch nicht machen, weil das an Copyright-Problemen hängt. Nein, Rainer, weil du keinen Hals mehr hast. Fürs Headbangen benötigt man einen Hals. So. Und jetzt frage ich euch noch was. Ja? Ich muss es noch anders definieren. Content, den ich im Livestream machen kann. Ich kann im Livestream keine Headbang-Videos machen. Das funktioniert nicht.
Wieso nicht? Das funktioniert nicht, weil ich immer mit Hintergrund streamen muss wegen den Hatern, was sonst versuchen die herauszufinden, in welchem Hotel ich bin. Die versuchen sogar herauszufinden, in welchem Hotel ich bin, wenn ich mit Hintergrund streame. Ohne YouTube kann ich keine YouTube-Videos machen. Ich rede von den Content hier im Live. Die Laber-Streams sind für euch kein Content. Die Matches sind für euch kein Content. Dann frage ich euch, was wollt ihr für Live-Content haben? Haben sie dir gerade gesagt, Rainer. Und dann hast du gesagt, das ist auf einem anderen Kanal. Wie stellt ihr euch Live-Content bei mir im Discord vor? Etwas, was ich auch umsetzen kann. Du kannst auch die Survival-Scheiße streamen. Du musst dann nicht einzelne Videos draus machen. Du weißt, mit Streams verdienst mehr Geld wie mit einzelnen Videos, deswegen machst du lieber Streams. Meinetwegen. Ja, dann stream halt die Scheiße, wie du der Lager aufbaust. Mach doch das. Danke für das Herzchen. Matches und Laberstreams. Ja, Maja, aber das ist ja offensichtlich das, was ja niemand will. Über Metal reden, aber über Tage reden, auf Chats Fragen eingehen. Auf Chatfragen gehe ich die ganze Zeit an. Das ist das, was wir hier die ganze Zeit machen. Chat-to-Bait sage ich schon. Oh nein, Rainer. Das war jetzt wieder ein unnötiger Einblick in dein Oberstübchen. Den hätte ich mal gerne gespart. Das wissen wir schon wieder. Jetzt wissen wir schon wieder, was du wieder machst, warum du nicht so viel Zeit am Tag hast, dass du einen guten Content machen kannst oder zu viel matchen. Wissen wir, wo die Zeit wieder hingeht? Chatterbait, oder? Hier, Chattes, oder wie das heißt. Ja, das ist das, was wir die ganze Zeit machen. Das machen wir jetzt auch die ganze Zeit. Das ist das der Chat-Content, den wir machen. So, aber ihr wollt ja auch anderen Content. Ihr wollt ja nicht immer nur das Gleiche haben. Oder wollt ihr immer das Gleiche machen? Die Leute wollen Survival, das haben sie da doch jetzt lang nur gesagt. Dann setze ich mich jeden Tag hin, setze mich eine Stunde hin, lese eure Fragen vor und gehe offline. So. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an euch und dann gehe ich offline. Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an euch und dann gehe ich offline. Ja. Der eine, der ohne Hater als Content bist du aufgeschmissen. Das ist richtig. Rein im Übrigen, der Stream dauert nur 10 Minuten. Glaubt ihr, dass ich mit dem bisschen, dieser Stream hier, jetzt gerade, ist eine Ausnahme. Ne, weil ihr jetzt viel raus habt, weil ihr mich unterstützen wollt. Das ist auch super, ich freue mich und ich bedanke mich auch nochmal hier an dieser Stelle, nochmal herzlichen Dank an alle, die mich hier gerade unterstützen. Aber jetzt frage ich euch noch eine Sache. Auf TikTok verdient man in erster Linie durch die Matches Geld. Und auch das Geld ist aufgrund der beschissenen Bedingungen von der Plattform nun mal so, dass man relativ wenig Geld verdient von dem, was ihr ausgebt. Verdiene ich leider nur keinen Bruchteil. Jetzt ist die Frage die. Ja, das ist halt der Grund, warum er jetzt ewig auf diesen Matches rumreitet. Der will den Leuten das verkaufen, dass jetzt auf einmal alle sagen, jo, wir wollen Matches. Alle wollen Matches haben. Weil er damit am meisten Geld verdient. Da liegt's Geld begraben bei TikTok. Aktuell verdient man mit dieser Scheiße am meisten Geld. Deswegen macht er auch keine Videos mehr. Videos auf TikTok bringen am wenigsten Barne. Streamen bringt am zweitwenigsten Barne, aber am meisten Barne gibt's mit Matches. Und deswegen will er nur Matches machen. Soll ich überhaupt noch Videos machen und Streams machen? Nein, Rainer, du sollst dich löschen aus dem Internet, aber das sagt man das seit 10 Jahren. Weil, egal was ich mache, ich frage euch, wollt ihr Matches machen? Dann heißt es ja. Dann mache ich Matches, dann heißt es ja, schmeiß den raus, dann heißt es schmeiß den raus, dann heißt es schmeiß den raus. Die Frage ist, wenn ich Matches machen will oder soll, wieso sagt dann ihr mir, mit wem ich matchen darf? Weil die deine Brötchengeber sind, Rainer. Du hast doch vorhin so richtig erkannt, dass die Leute mit einem Minus rausgehen und du mit einem Plus und die anderen Matchpartner auch mit einem Plus. Die bezahlen da was dafür und die wollen dafür was bekommen. Die geben dir das nicht aus Jux und Dollerei. Die wollen dafür Unterhaltung. Und wenn das nicht unterhält, was du da machst, oder der Typ scheiße ist,
dann haben die das Recht zu sagen, dafür gibt es kein Geld von uns. So, du hast dann gefälligst das zu tun, was die machen. Das ist das Problem, wenn man hier in Social Media von einer Community abhängig ist, dass du der Kasper von denen Leid bist. Du musst das liefern, was die wollen, weil ansonsten drehen die den Geldhahn ab und dann ist vorbei mit der schönen Influencer-Karriere. Und dann geht's wieder auf den normalen Arbeitsmarkt oder in deinem Fall ins Armenhaus. Und dann gehe ich auf die Matches ein und heißt, schmeiß den raus oder heißt, geh da raus oder mach dies und mach jenes und bla und überhaupt. Ja, Rainer, du weißt, einer der Gründe, warum du nicht gern einer Lohnarbeit nachgegangen bist, ist, weil du dir nichts sagen lässt. Ja, weil du der Meinung bist, wenn der Chef kommt und der verzeiht dir, was du zu tun und zu lassen hast, hat er überhaupt kein Recht dazu, nur weil er dich bezahlt dafür. Ja, aber so funktioniert das halt. Und diese Leute, die da in deinem Bezahl-Dulli-Chat drin sind, die Leute, die dir aktiv richtig viel die Barren hinten nachschmeißen, das sind deine Brötchengeber, das sind deine Chefs. Und du hast jetzt statt einem Chef, hast du jetzt halt 1000 Chefs. Was die Sache nicht einfacher macht, weil du hast da 1000 Leute, von denen alle was anders wollen. Und du musst schauen, dass du so viel wie möglich davon gerecht wirst, damit weiter die Barne fließen, damit du dir weiter dein Dreckfressi in deinen hässlichen, geistigen Kürbis stopfen kannst. So funktioniert die Scheiße. Aber in deinem Kopf bist du der große Internetstar und die sind hier nur, um dir zu huldigen und um dir hart verdienten Mammon in deinen gierigen, nimmersatten Schlund zu schmeißen. Und das passiert halt nicht. Leute, ich versuche nur zu überleben. Ja? Nicht sehr erfolgreich, Rainer. Ich habe im letzten Jahr so viele Entbehrungen gehabt und so viel Scheiße erlebt in meinem Leben. Jetzt fängt er zu heulen an. Geilo. Da haben wir jetzt lange drauf gewartet, aber jetzt sind die letzten 10 Minuten sind hoffentlich goldenes Met. Und um dir jetzt schon mal nahe zu grätschen, wir haben so viele Entbehrungen gehabt. Rainer, die hast du alle selber eingebrockt. Nein, ich erinnere dich noch, ich erinnere ihn immer gerne wieder an den Tag, als er von der Schanze weggemeldet ist, wo er im Ranger gesessen ist und sich gefühlt hat. Endlich hier ist er den Anker los. Ja, jetzt lässt er das alles hinter sich. Ein neues Leben beginnt ab heute. Das wird sein Jahr. Ja, er kann, die Hater können ihm jetzt gar nichts mehr, weil wenn sie ihn mal wieder finden würden, was sie nie könnten, aber wenn, dann können sie einfach nur ins Auto steigen und davonfahren. Er macht jetzt seinen Content on the road und muss sich um das Haus nicht mehr kümmern und hat nur noch das Auto und das ist alles ganz toll und es lebt er wie Gott in Frankreich und jetzt geht's aufwärts, gell? Und jetzt hockt er ein Jahr später da, das letzte Jahr war so schlimm. Das haben die alle gesagt. Als du das Haus verkaufen wolltest, haben die alle gesagt, Rainer, bist du bescheuert, verkauf doch nicht das Haus, dann bist du obdachlos, du findest doch nie wieder irgendwas Neues. Na, das ist die beste Idee. Ja, damit du dir den Scheiß, weil du hast halt wieder nicht von 12 Uhr bis Mittag denken können. Bei dir im Kopf ist es, wow, krass, dafür kriege ich einen hohen 5-stelligen Betrag Bar Cash in die Dash. So viel werde ich in meinem Leben nie wieder die Chance haben, auf einmal zu bekommen. Und das ist wahrscheinlich die einzige Chance, mir einen kleinen blauen LKW zu kaufen. Ein Auto, das wo fährt. Und das hast du gemacht. Und jetzt ist der Lappen weg. Und jetzt ist der Ranger weg. Und die Kohlen davon sind auch weg. Alles ist weg. Und jetzt, ich versuche nur zu überleben. Das letzte Jahr war so schlimm. Und das nächste Jahr wird noch schlimmer. Deine Existenz ist ein permanenter Abwärtsweg. Und dass der nicht so steil verläuft und du nicht direkt bis Rock Bottom fällst, hast du diesen Hatern zu verdanken, die dir hier gerade so die Brotkrümel hinschmeißen, dass du ab Existenzminimum rumkrebsen kannst. Aber von denen kriegst du auch keinen Cent mehr. Ja, ich hatte die letzten 10 Jahre nur Scheiße an der Backe. Und gelernt haben wir genau was? Oh, Krokodilstränchen. Ja. Und ich habe eigentlich immer gedacht, es geht nicht noch schlechter, obwohl ich weiß. Rainer, ganz ehrlich, habe ich auch. Ich war auch, seitdem ich im Drachengame vertraut bin, haben wir gedacht, okay, schlimmer kann es nicht mehr werden. Und du hast jedes Mal geschafft, die Messlatte nochmal eine Etage tiefer zu legen. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber irgendwie kriegst du es dann doch wieder immer hin. Und genauso machst du es in deinem eigenen Leben halt auch. Dass es immer noch schlimmer geht. Auch jetzt glaube ich immer noch, dass es noch schlimmer geht. Richtig. Wie gesagt,
deinen aufgedunsenen Kadaver werden die irgendwann aus der Aurach ziehen. Weil du irgendwann keine Kohle mehr haben wirst, um dir auch nur ein Glas Wasser zu kaufen. Und dann gehst mit der Plastikflasche da runter, rutscht ab, schlagst mit dem Gesicht voran irgendwo auf dem Grund auf und bleibst da liegen. Und 1-2 Tage später ziehen sie dein aufgedunsenen Kadaver da raus. So wirst du enden. Auch wenn ich es mir im Moment nicht vorstellen kann. Aber die Sache ist die, ich habe mehr Follower und Zuschauer, oder nicht Zuschauer, ich habe mehr Augenschwitze bei der Pressung am Zahlschwein nicht klappt. Geilo. Hat Unge 10 Euro da gelassen. Inge, bin schon ganz blöd. Hat Inge 10 Euro da gelassen, sehr schön. Augenschwitzende, weil Erpressung an Zahlschweine nicht klappt. Großes Kino. Follower als die ganzen Hater da draußen. Ja? Ich habe auch an sich eine höhere Klickzahl als die meisten Hater da draußen. Na, Rainer, das stimmt nicht. Und das war schon zu YouTube-Zeiten nicht so. Rainer, meine Videos aktuell machen mehr Klicks, als deine ganzen Videos immer gemacht haben, als du deinen YouTube-Account noch gehabt hast. Also, ne? Da haben deine Videos irgendwie seine 2.000, 3.000 Klicks gehabt. Meine machen jetzt aktuell so zwischen 6.000 und 8.000. Wenn es mal ein Kurzvideo wird, werden es mal 10. Und ich habe 4.000 Abos. Und du hast wie viel gehabt? 224.000? Ich weiß, du behauptest immer gerne, es wären 300.000 gewesen, aber das war es halt nicht. Ja, aber das Überleben ändert nichts an deiner Situation, das ist richtig. Aber das will er gar nicht. Er will ja nichts an seiner Situation ändern. Dieser Rant ist sein Untergang. Nein, das ist er gewiss nicht. Das, Aber ohne euch bin ich nichts. Auf einmal, ey, das ist jetzt wieder, da habe ich im Übrigen im Podcast, nennen wir es mal so, mit Serial auch gesagt. Das ist die Dualität des arroganten Bettlers. Gerade vorhin war es noch, ihr müsst hier rausschmeißen, dass wir hier gewinnen, ihr müsst hier richtig reinhauen, bla bla bla, dass hier was geht mit den Matches. Hier, ja, und wenn ihr den Content, den ihr haben wollt, den kriegt ihr nicht, den müsst ihr woanders machen, woanders holen, bla 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 bla. Und jetzt auf einmal, ohne euch bin ich überhaupt nichts. Es ist hier Dr. Jekyll und Mr. Fett. Werde ich auch nie sein. Und Rainer, du warst nichts, du bist nichts, du wirst nie etwas sein. Rainer, du bist der unterste Abschaum der Menschheit. Rainer, du vereinigst alle ekelhaften Eigenschaften von anderen Leuten. Es gibt Leute, die sind charakterlose, rücksichtslose Schweine, aber die haben vielleicht noch einen Intellekt. Ja, die sind halt gefährlich. Ja, es gibt Leute, die sind saublöd, ja, haben aber ein gutes Herz. Es gibt dich. Du hast einfach nicht eine einzige positive Eigenschaft. Nicht eine. Du bist ein gieriges, verfressenes, fettes Drecksschwein mit einem widerlichen Charakter, der Menschen als Nutzgegenstände sieht und der sie wegschmeißt, sobald sie ihm nicht mehr zu nutzen sind. Die Dullis, die hier drinnen sind für dich einfach nur gesichtslose Arschlöcher, die dafür da sind, für dich arbeiten zu gehen. Genauso wie deine Mod-Teams einfach nur Arschlöcher waren, die für dich die Arbeit haben machen müssen. Das bedeutet dir alles einen Scheißdreck. Denn in deinem Kopf existieren nur die Bedürfnisse von Rainer Winkler, dem großen Drachenlord, das höchste Wesen. Du widerst mich an. Und das war ich auch nie. Und ich war euch. Und ich bin euch bis heute dankbar dafür. Rainer, du weißt gar nicht, wie sich Dankbarkeit anfühlt. Aber wenn ihr zu mir sagt, mach Matches, ja, und dann sagt ihr, schmeiß den raus, mach das, mach dies, mach jenes. Was soll ich dann noch machen? Das, was sie dir sagen. Und aufhören mit der Augenschwitzerei. Ganz ehrlich, du hockst jetzt da hin und fangst zum Flenner an, weil die Leute gesagt haben, dass deine Matches scheiße sind. Meine Matches auf TikTok sind scheiße, die sind so gemein, das ist alles Hass und Mobbing etc. Hör mit der Augenschwitzerei auf. Ist lächerlich, du bist erbärmlich, Rainer. Ja.
Oh, diese Geste. Oh, jetzt kommt die Weisheit des Drachen. Aufgepasst, zuhören. Alle Wurstfinger. Ich bin auf euch angewiesen. Und ich bin euch dankbar für alles. Nein, Rainer, du bist niemandem dankbar für gar nichts. War ich immer, werde ich immer sein. Aber ihr könnt von mir nicht erwarten, dass ich alles, was ihr von mir erwartet, euch erfülle. Doch, Rainer, genau so läuft es. Diesen Pakt bist du eingegangen. Du wirst von einer Community im Internet leben, dann musst du das machen, was die Community im Internet von dir sehen will. Ansonsten, Tschüssikowski, und verpiss dich. Es hilft jetzt auch nichts, die Augenspitzerei, oh, bitte, du hast mir doch trotzdem die Barren. Nein. Weil der eine sagt, mach dies, der andere sagt, mach jenes. Ja? Passt auf. Was mich so fertig macht, ist nicht, dass wir die Matches gewinnen oder verlieren. Die Matches sind mir egal. Alter, Leute, wie oft hat er das jetzt schon gesagt? Wie oft hat er das jetzt schon gesagt? Mir ist auch egal, wie viel Kohle ich verdiene, bloß. Wie oft muss ich mir das noch anhören? Egal, wenn ich gewinne, egal, wie ich Kohle verdiene. Das ist mir wurscht, was mir immer. Was mich fertig macht, ist dieses ständige Hin und Her. Ja? Der Mund wird klein, das Gesicht ballt sich zur Faust. Und die Krokodilstränen fließen. Ich versuche eigentlich nur für euch Content zu produzieren. Ich versuche, das Schwierige daran ist, ich versuche für euch Content zu produzieren. Rainer, du versuchst mit möglichst wenig Aufwand, möglichst viel Barren zu erbetteln. Das versuchst du. Du versuchst, eine Content zu produzieren. Der für euch gut ist. Den ihr euch wünscht. Und ich versuche auf eure Wünsche einzugehen. Im Chat sagt ihr, wir wollen Matches machen. Dann mache ich Matches. Und dann heißt es, schmeißt den raus, schmeißt den raus, schmeißt den raus und dann passen euch die Matches nicht. Irgendjemand, ich hab's gelesen, ich konnte leider nicht darauf antworten. Irgendjemand hat hier gerade geschrieben, du hast 271.000 Follower. 271.000, ja? Mit Followern flexen, check. Und irgendjemand hat geschrieben, wenn jeder von denen 5 Euro spendet, hättest du 1 Million. So. Interessiert mich nicht. Naja, streng genommen, wenn jeder von denen 4 Euro spenden würde, hätte er über 1 Million. Vorausgesetzt, die 4 Euro kommen auch netto bei ihm an. Interessiert mich nicht. Mich hat das nie interessiert. Das Einzige, was ich Bei 4 mal 25 sind, ja. will, das Einzige, was ich will und immer wollte, ist leben. Ich will mein Leben leben, ne? Nie was anderes. Ich will keine Millionen, ich will keinen Ferrari, ich will keine, weiß der Geier was. Ich will wieder mein Haus, also nicht das Haus. Das Haus existiert auch nicht mehr. Na Rainer, du willst leben und du willst, dass andere Leute für deinen Lebensunterhalt aufkommen. Das ist das, was du willst. Wenn man sagt, ich will einfach nur mal leben und das so machen, wie ich das für richtig halte, schön und gut. Aber du kannst nicht erwarten, dass andere Leute für deinen Lebensunterhalt aufkommen. Und wenn dir hier die Leute sagen, was sie für einen Content sehen wollen und du sagst, den gibst ihnen den nicht, weil du dir einbildest, dass das zu viel Arbeit für dich ist oder unter deinem Niveau oder dass du dir von denen nichts sagen lassen brauchst, ja, dann tut's mir leid, dann hast du das Game hier nicht verstanden. Dann ist dieses Influencer-Game nicht der Weg für dich. Und dass das nicht der Weg für dich ist, sollte dir schon bewusst sein, eigentlich dadurch, dass du die meisten Hater hast in ganz YouTube Deutschland, dass YouTube dir die Prügel ausgeschmissen hat und dir auch ums Verrecken deinen Scheiß-Account nicht wieder gibt. So viele Anzeichen, die du komplett ignorierst, dass das nicht der Weg für dich ist. Ja? Du bist der Anti-Mandalorian. This is not the way. Geh! Ich will mir wieder ein Haus kaufen können. Ich will meinen Führerschein zurück. Ich will Das passiert nicht. ein Auto. Das passiert nicht. Rainer, du kriegst weder noch ein Haus, noch kriegst du einen Führerschein zurück, noch sogar wenn du einen Führerschein wieder kriegen würdest, kriegst du jemals genügend Kohlen wieder zusammen, dass du dir wieder so einen scheiß Ranger kaufen. Das passiert alles nicht. Kein Ferrari oder so eine Scheiße. Hör auf mit der Träumerei. Interessiert mich nur. Habe ich kein Interesse dran. Aber ein vernünftiges Auto. Eins, was am besten Falle nicht nach 2 Wochen oder 2 Monaten oder nach einem Jahr keinen TÜV mehr bekommt. So. Ich möchte eine Familie gründen. Ich möchte Frau und Kinder. Auch das passiert nicht, Rainer. Das wird alles nicht passieren. Und ich möchte ein ganz normales Leben führen. Nicht mehr. Ich habe keine übertriebenen Wünsche.
Nie gehabt. Geil, ja, VR. Rein, das bringt eh nichts. Inge verdient sich gerade eine goldene Nase mit dir, wenn du links bei Inge die ganzen Spenden reingehen. Ich war nie der Mensch, der reich sein wollte. Ich wollte nie geil sein, nie Bestes sein. Ich wollte nie der Stärkste sein. Ich bin weder im Gaming gut, noch bin ich besonders gut in irgendwelchen Intelligenzsachen. Ich bin nicht gut in irgendwelchen Intelligenzsachen. Das bitte, wenn irgendjemand ihr Callcenter Drachenlord verständigen könnte, der soll rausschneiden, ich bin nicht gut in irgendwelchen Intelligenzsachen. Das kann der Quiz irgendwo verwurschen. Habe ich auch gar kein Interesse dran. Das ist alles jenseits meiner Vorlieben und Vorstellungen. Meine Träume hatten, seit meinem 12. Lebensjahr, 13. Lebensjahr, hatten meine Träume alle gestutzte Flügel. Jeder einzelne. Oh, jeder seine Träume hatten gestutzte Flügel. Alter, wie schmierig kann man eigentlich sein? Ich wollte kein Feuerwehrmann werden, ich wollte kein Polizist werden. Na, weil das hätte alles mit Arbeit zu tun gehabt. Ich wollte nie irgendwas Außergewöhnliches sein. Will ich auch heute nicht. Nein, Rainer, du willst immer nur der große, berühmte Internetstar sein. Nur ohne die negativen Auswirkungen davon. Das willst du sein, aber das funktioniert so nicht. Mi. Was ist eigentlich dein Punkt? So. Ich finde es interessant, ja, VR schreibt hier gerade Mimimi. Ja, mi. Want some cheese to your wine? Ihr sagt zu mir immer, dass ich so ich-bezogen bin. Das ist richtig, du bist ein absolut egozentrisches Stück Scheiße. Wisst ihr, warum ich so ich-bezogen bin? Weil du ein absolut egozentrisches Stück Scheiße bist, ein Narzisst von der ersten Güteklasse. Weil du dir noch nie einen Rattenarsch um irgendwelche anderen Leute geschert hast, deswegen. Weil es auf der ganzen Welt nur einen Menschen gibt, auf den ich mich verlassen kann. Und das war immer so. Immer alleine gegen alle anderen. Es gibt Menschen von euch da draußen, die mir helfen und mich unterstützen. Das ist mir klar. Der Heilige Ofengäse hat 10 € gegen Mulk. Wir sind richtig und wichtig, einwandfrei. Und ich bin euch dankbar dafür. Aber der Grund, warum ich so ich-bezogen bin, ist, weil es nur einen Menschen auf der Welt gibt, den ich 100% vertraue. Und es gibt nur diesen einen Menschen, keinen anderen. Und wisst ihr, wie dieser Mensch heißt? Juli Wingelwangelbob. Herr Müller. Wisst ihr, wie dieser Mensch heißt, dem ich vertrauen kann? Such dir Hilfe. Dieser Mensch hat einen Namen, einen ganz einfachen Namen. Ja, jetzt zieh das wieder raus. Ja, Rüdiger Wingelwangelbob ist es. Grüße gehen raus an Serial. Bloß selbst ist nicht sein Name. Der Mensch ist kein Einzelgänger. Nein, der Mensch ist kein Einzelgänger. Aber ich bin einer. Der eine Mensch auf der Welt, und das ist Henriette, die das gerade geschrieben hat, sie hat recht, der einzige Mensch auf der Welt, dem ich vertrauen kann, ist Rainer Winkler. Ja, da bist du brutal lackiert. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Weil das ist der vertrauensunwürdigste Mensch auf diesem Planeten. Also, der letzte Mensch auf dieser Welt, dem ich irgendwie irgendwas vertrauen würde, ist Rainer Winkler. Und das ist die Grundproblematik in deiner Existenz, oder? Wenn du dich nur auf dich verlassen kannst, dann bist du verlassen, Rainer. Das ist der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann. Und der immer zu mir gehalten hat, egal in welcher Situation. Ja? Ich weiß, dass es viele von euch da draußen gibt, die diese ganze Hater-Scheiße auch nicht ertragen können.
Nein, Rainer, ich kann deine ganze Bettelei und die Augenschwitzerei und das Mitleid erregen und die emotionale Erpressung, die kann ich nicht ertragen. Die Haterei, die ist der Ausgleich dafür. Und niemand von uns, niemand, weder ich noch ihr, egal wie stark wir sind, kann alleine gegen diese ganze Scheiße ankommen. Das wird auch nie passieren. Aber wir schaffen es zusammen. Und wir sind mehr. Alter, als gerade eben warst du nur Einzelgänger. Jetzt schafft man es zusammen. Was denn jetzt, Rainer? Der Mann, der sich schneller widerspricht wie sein Schatten. Und hat der einen großen Schatten? Als die Hater. Und das waren wir immer. Wir waren immer mehr In mehrerlei Hinsicht. als die. Die sind 80.000. Ja, vielleicht sind es auch 100.000. Interessiert uns nicht. Wir Rainer, das sind zwischen 300.000 und 500.000 Hater, die du hast. Und die Hand voll Drachis reißen das nicht raus. sind über 200, 300.000. Selbst wenn die innerhalb unserer 300.000 sind, dann haben die halt 100.000 da drin. Dann haben wir halt noch 170.000 oder 180.000 oder 200.000. Wir sind trotzdem mehr als die. Du schreibst dir gerade, wir bleiben unbesiegt. Wir können nur unbesiegt bleiben, wenn wir als geschlossene Einheit vorgehen. Die Hater sind nur deswegen so stark, weil die als geschlossene Einheit vorgehen. Die Hater sind keine Organisation. Doch, sind sie. Es gibt einzelne Hater, natürlich. Aber die Hater arbeiten als Kollektiv. Und ich sage euch, warum das so ist. Jetzt bin ich gespannt. Warum arbeiten die Hater als Kollektiv? Ein Hater sieht mich an irgendeinem Rastplatz, an irgendeiner Bushaltestelle, an irgendeinem Zugplatz und postet es irgendjemanden oder postet es in die Telegram-Gruppe. Zack, ist es schon kollektiv. Weil in diesem Kollektiv alles gepostet wird und versammelt wird. Und ja, Rainer, und genau das, was du nicht verstanden hast mit deiner Telegram-Gruppe, in der du wieder der Lord Korea sein willst, der als einziger irgendwas posten darf. In der Schanzenwatch-Gruppe sind Tausende von Leuten drin, die was posten können. Wenn einer davon dich sieht, oder wenn einer davon jemanden kennt, der dich sieht, ja, wird es innerhalb kürzester Zeit da reingepostet. Bei der anderen Scheiße kannst nur du posten. Merkst du was? dann veröffentlicht wird, wo ich bin. Das ist Kollektivdenken, das ist kollektives Handeln. So. Und wenn wir als Kollektiv arbeiten, was meint ihr, wenn die Hater so viel erreichen, obwohl es so wenige im Verhältnis so wenige sind? Was glaubt ihr, was wir erreichen können, wenn wir so viele sind? Aber wir haben hier 1200 Leute drinnen. Und man muss leider davon ausgehen, dass von diesen 1200 mindestens die Hälfte vielleicht Kritiker und Hater sind. Keiner von denen. Aktuell sind es 1260 Leute, die dir zuschauen. Ich verspreche, es sind mindestens 1250 Hater. Und 10 Leute, die sich denken, was sind das für ein Depp? Heißt im Klartext, das ist gar nichts. Ihr müsst mal so sehen, von 270.000 Followern, die wir haben, sind hier 1200 drinnen. Bei den Hatern sind 2000 im Stream. Wo sind meine ganzen Follower? Wo sind meine ganzen Follower? Wenn ich Die existieren nicht, Rainer, die sind in deiner Fantasie. so viele Follower habe, dann muss doch auch irgendwas dran sein. Meine Videos haben Ja, genau, und jetzt bist du an einem wichtigen Punkt und jetzt musst du diesen Schluss zurückdenken, das mal von der anderen Seite betrachten. Du sagst, wenn du so viele Follower hast, wo sind sie dann? Da muss doch irgendwas dran sein. Und der Gegenschluss ist der Weg zum Erfolg. Wenn da nichts dran ist, habe ich dann tatsächlich so viele Follower? Die logische Antwort ist nein. Und die logische Konsequenz daraus ist, ich verpiss mich aus dem Internet. Aber, nein. Wo rede ich hin? Kann ja gegen die Wand drehen. 90.000 Aufrufe, 100.000, 1 Million Aufrufe. Wo sind die ganzen Leute? So. Ich würde jetzt sagen, es war's für heute für mich erstmal. Ich danke euch für die ganze Unterstützung. Ich konnte jetzt leider jedem Einzelnen danken. Das geht bei mir leider einfach nicht, weil es einfach zu viele sind. Ich danke euch trotzdem und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Wann der nächste Stream ist, kann ich euch leider noch nicht sagen. Macht's gut. Und denkt bis zum nächsten Stream drüber nach. Geil. Und denkt bis zum nächsten Stream. Kommt noch was? Da kommt nichts mehr. Mehr Love. Leute. Ach, Scheiße.
Ich glaub's ja nicht. Leute, langsam ist die Lächerlichkeit erreicht. Also, das haben wir gehabt, jetzt haben wir irgendwie 25 Minuten. Macht's doch bitte mit bei den Matches, bitte, bitte, spendet's bei den Matches, bitte, bitte. Dann 3000 Mal, ist mir egal, ob wir die Matches gewinnen oder ob ich da Geld verdiene, ich will nur Content liefern, dann, was wollt ihr denn für einen Content? Aber den Content, den ihr wollt, will ich euch nicht geben. Dann war wieder zwischendurch, war er Matt, dass sie das Gesicht zur Faust geballt hat und dann ist die Augenschwitzerei losgegangen, weil er gemerkt hat, dass er mit der normalen Bettelei nicht mehr weiterkommt und wie ein kleines Kind zu weinen anfängt, das dann glaubt, okay, jetzt dann haben die Leute Mitleid und dann schmeißen wir deswegen die Barne hinten auch. Herzlichen Glückwunsch. Traum-Content, Rainer, Traum-Content. Du hast es geschafft. Und wie gesagt, dein Weg wird weiter nach unten gehen und ich werde dabei sein und wenn mein Kanal irgendwann weg ist, ich werde es trotzdem noch weiter verfolgen. Und ich werde dabei sein, wenn dein Untergang besiegelt ist. Und ich werde dastehen und sagen, ich hab's da gesagt. Aber du wolltest nicht hören, genauso wie der Rest von diesen Leuten. Alle Leute haben, also ausgenommen jetzt von denen Leuten, die halt wirklich, die jetzt da die Barren hinausschmeißen, um die langsam am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Bis auf die, haben da alle schon mal einen guten Tipp gegeben, wie du deine Lebenssituation deutlich verbessern könntest. Aber du willst nicht hören. Du willst nicht arbeiten, du willst, dass andere Leute für deinen Lebensunterhalt aufkämmen und dass du hier das schöne Leben genießen kannst. Mit nichts tun, ein bisschen im Internet streamen, deine widerliche Meinung zu allem möglichen Scheißdreck rausmeddeln und dann Herrgott einen guten Moser lassen. Aber so läuft's nicht. Ja. Und auch die Leute, von denen du immer schwärmst, ob es jetzt ein Unge ist oder wir nicht immer, die stecken da Arbeit rein. Auch ein Inge im Übrigen, hier Anti-Mobbing-Guys. Eule gegen Mobbing, Entschuldigung. Steckt richtig viel Arbeit in diese Scheiße. Dass das dann immer gerestreamt wird. Der ist dann auch immer dabei und schaut mit dem Chat. Da ist deutlich mehr Arbeit drin, wie die Scheiße, die du da machst. Und deswegen finde ich es immer schön, ja, auch wenn mir das fürchterlich matt macht, dass da unten rechts immer steht, wie viel Rainer verdient. Ich finde es schön, dass Inge deutlich mehr noch verdient in diesen Streams. Ja, das gleicht wieder ein bisschen mehr aufs Gerechtigkeitskonto. Ja. Jeder Euro, den Inge mehr macht wie Rainer, liegt auf dem Gerechtigkeitskonto auf der Habenseite. Na denn, dementsprechend, jetzt haben wir ja Stunde 40, hat doch ein bisschen länger gedauert, wie ursprünglich veranschlagt. Egal, ne? Hat gutes Met gegeben. Immer wenn die Augen schwitzen, wissen wir, der nächste brutale Meltdown wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich bin gespannt, Harre der Dinge, die da kommen. Der Vulkan brodelt. Der Dampf steigt schon auf. Und ich sag's euch, in ein paar Tagen, jetzt geht's langsam aufs Monatsende zu. Seine Abo-Barrende kriegt er immer erst am Monatsanfang. Im Moment lebt er wieder von der Hand in den Mund. Ja, wenn irgendwo jetzt irgendwem über den Weg läuft, wenn er sich mal einen Tag kein Hotel mehr leisten kann, dann gibt's wieder Action, dann haben wir wieder Situationen in Wien-Würzburg auf dem Bahnhof. Und früher oder später wird er Scheiße bauen bei irgendeiner Aktion und dann wandert er ein. Zumindest ist das meine Hoffnung. In diesem Sinne, tut nicht, was einer tut. Ich wünsche euch was. Kommt's gut in die neue Woche, übersteht's die neue Woche. Ja. Immer dran denken, 5 Tage, dann ist Wochenende schon wieder in Sicht. Die sind schneller rum, wie man zu träumen wagt. Und Metal off.